handle this. Warum verschieben sie eigentlich meine OBS-Fenster bei jedem Mal Neustarten wieder? Ich werde es einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, was man da jemals tun muss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Wann YouTube? YouTube wo? Schmidi! Sieh's! Ich bin ja wieder da! Verdammt, der hat der Lörz ausgeschaltet! Ich Vollidiot! Sieh's! Ich bin ja wieder da! Ich schreib mich selber an! Ja, nix vorbereitet. Kruzifix. Habe! Das ist aber schon mal besser gegangen. Das ist aber schon mal besser gegangen. Timmy Boy! Habe! Heute miteinander. Hier ist das Bier und einem zauberhaften Mücke. Timmy Boy! Chris zu dir daheim. So schaut's aus. Hört ihr überhaupt irgendwas? Warte mal. Hört ihr die Hintergrundmusik? Bitte sagt's ja. Hört ihr die Hintergrundmusik? Bitte sagt's ja. Bitte sagt's ja. Please. Damit ich den Haufen eingerissen kann. Ich lese bloß Servus. Oh Gott im Himmel. Nö, nein, nope, der, nö, nein. Oh Gott, das ist jetzt wieder alles kaputt, oder? Ich flippe aus. Muse? Ja, Muse. Ja, dann ist drauf geschissen, jetzt kommt der Ton wieder aus. Unerklärlichen Gründen aus die Boxen aus, da kein Mensch weiß, was. Ohne scheiß OBS, manchmal, irgendwann scheiße wirklich ein Octagon. Wenn ich aufhöre zum Streamen am letzten Tag, scheiße Octagon live in der Kamera, so schaut's aus. Löpse, merci dir! Heute Harry Bierger ist fucking schöner Stream, Twitch Ultras, Hashtag Hagelberger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt warten wir erst einmal, bis einmal ein paar Leute schreibt, dann gibt's die Ansage und als Pre-Press F für die Twitch Ultras, die heute einen letzten Twitch-Stream erleben. Ab nächster Woche, Montag, gibt es keine Twitch-Streams mehr. Warum, habe ich letztens schon ausführlich erklärt und ich werde im Laufe der Woche, ich habe es noch nicht gemacht, Podcast muss ich auch noch fertig machen, ein Video, ein kurzes Infovideo machen, warum und weshalb und wieso und überhaupt und so weiter. So leid es mir tut, ich komme nicht aus, also selbst wenn ich wollen würde, ich würde ja wollen, sonst hätte man schon lange ausgeschaltet Twitch, aber es geht halt leider nicht mehr aus AGB-Gründen. So, jetzt kriegst du mal einen Haufen rein, damit nichts passiert. Die Breite ist, mir ist wieder ein Sechser, endlich ist er wieder da. Du, ich war am Montag schon wieder da, meine ich, hast du wieder geschlafen. Ich glaub schon. Habe die Ehre an! Den Riese, an den Müller, an den Löffner, an den Helbe, an den Species, an den Flugus, an den Birgit, an den Steffi, an den Rotorex, an den Pitt, an den Firehand, an den Leschig, an den Müllerboy, an den Forest Quarter, an den Sevenkili, an den Meinmike, an das Erdnussbrot, an die Breitis, an die daheim in Bavaria, an den Stolzen Löwen, an den Herrn Gensel, merci für den Reese, Alter, 58 Monate, es wird einfach immer es wird einfach irgendwie, ich weiß nicht, ist das lauter geschubst, Alter. An die Lina! Dudel, du Nudel, hochachtungsvoll, der Dip Squad Vorstand, Hashtag Tapp auf die Dip! Radetzky-Marsch auf die Dip! Ist es überhaupt der Radetzky-Marsch? Ich hab keine Ahnung. Habt ihr überhaupt irgendwas gehört? Keine Ahnung. Mein Monitor ist müde und ist dabei runtergerutscht. Okay. Lina, merci dir, Herr Gensel, merci für den Resub, auf einen schönen Stream. Danke für, endlich ein Nix, danke für alles. Für was denn? Für was denn? Ich sitze da, laber irgendeine Scheiße in der Mikrofone und bläre mich an wie Behinderter. Herzlichen Glückwunsch, danke mir selbst. Da klopfe ich mir selber auf die Schulter. Das ist eine ganz große Leistung. Manu, merci dir. Und der Herr Köth, der wird wieder nicht angezeigt, ich weiß nicht warum, der hat 5F geschrieben. Das ist halt jetzt dumm, wenn Mitgliedschaften nicht angezeigt werden, weil jetzt Herz und Sound auch nicht. Das ist echt dumm. Chat-Delay auf YouTube circa 10 Sekunden. Das ist durchaus möglich, weil ich die mittlere Latenz eingestellt habe. Ich kann die ganz niedrig auch noch einstellen, wird ab Montag. Also ich werde kann übrigens gut passieren, dass am Wochenende mal ein YouTube-Test-Stream kommt. Wenn ich nicht mehr Restream benutze und nicht mehr. Also, wieso dann so eine Frage, wie zeigen mir ich dann eigentlich einen YouTube-Chat da? Ja, lauter sehen, ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, das müssen wir auch noch mal. Dann nativ auf YouTube zu streamen mit einer höheren Qualität in Full HD weiterhin, habe ich mir jetzt einfach mal dazu entschlossen. Keine Sau braucht 2K. Wenn dann 4K, aber ich habe keinen 4K-Monitor, den brauche ich auch nicht, ich bin blind wie ein Stein und ihr habt es genauso alt wie ich und teilweise älter, ihr braucht es auch nicht, also Schnauze. Da machen wir lieber Full HD und machen wir doppelte Bitrate eine, wenn nicht sogar die 1,5-fache. Und dann sollte das Beutel um einiges besser sein. Vor allem in so eine Spiele, die recht finster sind. Vor allem in so Spiele wie zum Beispiel DayZ. Der Void sich nicht mehr so vergrieselt. Der vergrieselt sich mit Sicherheit immer noch, aber nicht so krass. Ja, das kann man eigentlich dann noch mal testen. Mit 5 Minuten in DayZ durch einen Void laufen oder irgendein dunkles Speichbein. Ja, wisst ihr sehr, wie es ist. Timmy Boy, wann wird denn der BD1 zum Leben erweckt? Das ist eine gute Frage, habe ich heute auch schon drüber nachgedacht. Wahrscheinlich machen wir halt auf nächste Woche oder übernächste Woche. Es ist halt jetzt
Seien wir uns ehrlich. Ich bin jetzt einfach so ehrlich, weil es mir einfach scheißegal ist. Es ist echt, jetzt haben wir die Zeit, die 1,5 Monate vor der Sommerpause, da ist einfach da bei sämtlichen geschlossenen Türen und Fenstern und in dem kleinen Kammerl abgedeckt auch noch mit Greenscreen und so, sitzen einfach alles außer schön. Mir erinnert einfach jetzt schon wieder so zum Hirn, aber deswegen denke ich mir so, kündige jetzt echt für Freitag in der Woche einen Stream an. Diese Woche kann ich nicht, da muss ich meinen Geburtstag noch mit jemandem nachfeiern. Der möchte für mich grillen. Leckeres Surf and Turf. Da wie gesagt, geil. Haust dir rein, Alter. Er hat zu mir gesagt, ich muss nichts machen außer essen. Da habe ich gesagt, geil, bin dabei. Ja. Freitag in der Woche vielleicht. Also den bauen wir auf alle Fälle noch zusammen vor. Was ist denn da schon wieder? Wenn ich schon wieder goldene Rahmen zeig! Guten Abend! Ich koche gerade und freue mich auf die Belustigung. Grüße aus Ingolstadt. Grüße zurück an Mizi, 30er ist fern. Du weißt es! Schuss! Aus! Pfui! Mizi! Nein, Mietz! Böse Mietz! Dunk. Kennt das jemand? Das ist, glaube ich, in South Park Folge 3. Wo der Cartman so ein Stecker hat. Nein, das ist, glaube ich, nein, das ist Unterhosenwichtel-Folge. Das ist eine der lustigsten Szenen jemals ever, keine Ahnung. Wir haben uns ja gestern im Podcast übrigens ein bisschen über South Park unterhalten und dass der Cartman die beste Figur ist, die jemals erfunden wurde. Und dann hat er so einen Stecker in der Unterhosenwichtel-Folge und dann haut er immer so geil auf den Kopf und so, bonk. Das war das erste Bonk eigentlich. Das war noch weit vor dem Horny Bonk. War der Cartman ist eigentlich der Urheber des Bonks. Da hat er einen Stecker, dann kommt der Miezi so und er isst gerade was und sagt dann, nein, Mietz, böse Mietz. Ich weiß nicht, was er genau sagt, aber das sind meine Käsecracker oder irgendein Scheiß. Nein, Mietz. Und Miezi hat da gesagt, miau. Dann geht er und sagt, nein, Mietz, böse Mietz. Dunk. Ist einfach gut, kannst sagen, was du magst. Razy, merci für deinen Euro. Triple F für Twitch. Wie weit bist du bei Diablo 4? Schon weitergemacht? Ja, immer wieder ein bisschen mal. Bin kurz vor 83 und danke, dass ich noch in der Gilde seit Tag 1 seid ihr. Freut euch. Schönen Abend, du, ich hab da keinen rausgeworfen. Es haben sie aber von 150 Leuten haben sie wieder 50 aus dem Staube gemacht. Ich schau schon gar nicht mehr auf den Clan. Ganz ehrlich, ich benutze die Clan-Funktion nicht. Ich war selber sogar kurz davor, dass ich aus dem Clan rausgehe, weil streamen, glaube ich, werden wir es nicht nochmal. Außer vielleicht irgendwann zu Season 1 nochmal. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Wobei es. Ja, schauen wir mal. Nein, Mietz, das ist mein Frikassee! Richtig, Mr. Species! Nein, Mietz, das ist mein Frikassee! Bonk! Es ist einfach. Es ist einfach. Es ist einfach unfasslich gut, einfach nicht mehr. Okay, schon feiern und chill. So, einer nach dem anderen. Ich bin kurz vor 79, Level 79. Ich war wahrscheinlich, mit Sicherheit, wenn ich nicht in den Urlaub gefahren war, war ich mit Sicherheit schon Level 100, sage ich dir, aber es ist, weil die erste Woche hat es mich schon hardcore reingesuchtet wie ein Behinderter. Jetzt fängt es langsam an, Diablo 4, dass es ein bisschen zack wird. Es gibt nichts Neues mehr, es ist so, ich habe noch so eine kleine Hoffnung, ab Level 80 heißt es, droppt noch mehr andere Gruppen von Legendaries, Drop-Chance wird her, etc., etc. Das werde ich mir noch so ein bisschen anschauen und dann birge langsam ab. Dann habe ich aber auch mit Sicherheit gute 70, 80 Stunden auf dem Tacho, da bin ich mir sicher, zumindest inklusive Stream. Und dann bin ich erstmal zufrieden. Da habe ich vorher gerade mit jemandem geredet, Diablo 4 ist eine unfassbar gute, saumäßig stabile Basis für ein Action-RPG, das Potenzial nach oben hat ohne Ende. Spezi-cremig, schaut geil aus, it just works und hätte ich niemals erwartet von Blizzard, aber kriegt von mir 10 von 10. So ehrlich muss man auch sein. So, jetzt einer nach dem anderen. Ich habe den Herrn Kötsch schon wieder umeinander schmeißen sehen. Sei ruhig und nimm's auf, geht's, Pimmelung! Merci dir. Merci dir, 30 Geist 2, Schnauze halt jetzt. Timmy Boy, dann musst du eine Klimaanlage kaufen, hab ich auch in meiner Bude ist so heiß im Sommer, das ist echt nicht feierlich. Aber ich weiß schon ein paar Mal drüber nachdenken. Mir da wahrscheinlich so ein Kasten zum Hinstellen, wo du die Abluft zum Fenster aussieht tust oder so, wo du dann so ein Gesteuer baust, da wahrscheinlich schon gelangen. Das Ding ist also laut. Es ist halt, und kostet einen Haufen Strom und das mag ich nicht. Ich mag Sachen nicht, die was kosten. Ich mag einfach keine Sachen, die was kosten. Ich möchte das nicht. So, Sonntag Ruhetag. Ich hab die schon gesehen, aber ich hab die ganze Zeit reden müssen. Du hast es eh gehört. Hier meine 72,56 Cent. Den Rest zockt sie PayPal ein. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Brauche ich nicht weiterlesen. Der YouTube-Chat ist halt echt nicht so schön. Hashtag Forever Twitch Squad, Hashtag Frankensquad, Hashtag Urlaubsschiss. Ja. Der war hoffentlich leider nicht immer Lind. Dann war es Spülen einfach gegangen.
Pretender, merci dir. Halt dort, Bier. Schöne Grüße aus Oberösterreich. Kannst meine Frau, die Sonne, grüßen, die ist gerade im 4. Monat schwanger und futtert im Bett und schaut Birger. Dann sag ich einmal schöne Grüße an die beiden und an den Halberten. Oder die das Halberten. Lass das schmecken, haben wir Spaß. Ich würde gerne erzählen, was wir heute spielen. Wir spielen heute was, damit habe ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, gut, das stimmt auch nicht ganz. Ich habe es tatsächlich in meinem Streamplan, der genau 1,5 Wochen vorausgeht, drinstehen gehabt. Aber ich darf ja nicht, weil der Flo wieder meint, da nimm Fries halt einmal. Habe die Ehre, welches Open World Game ist dein Favorit bis jetzt in dem Jahr? Ist Diablo 4 Open World Game? Sie hätten gern, dass es ist, aber es ist irgendwie nicht. Sagen wir es, wie es ist. Also irgendwie bezeichnen sie es ja selber als Open World Game, dann ist Diablo 4 natürlich. Bis jetzt ist für mich Diablo 4 das Spiel des Jahres. Sag ich dir, wie es ist. Was ist denn das Jahr noch gekommen? Neues. Da ist jetzt mal Last of Us ausgenommen. Das ist ein Spiel der Dekade. Und ist ja schon 10 Jahre alt. Was ist denn noch gekommen? Was da in Frage kommen könnte eigentlich? Was war denn da noch so? Star Wars mit Sicherheit nicht. Hogwarts war gut. Versteht mich nicht falsch. Aber nachdem der Stream gab, habe ich nicht mehr recht viel weitergespielt. Sage ich euch auch. Da fragst du halt auch den Falschen mit Open-World-Spielen, weil normalerweise sage ich, Open-World-Spiele muss absoluter Scheißdreck sein. Und da ich in Diablo doch sehr viel alleine machen kann und man sich jetzt dann in die Nightmare Dungeons hin teleportieren kann und nicht mehr laufen muss und lauter so Sachen, kann man es so gut wie möglich allein spielen. Zelda wird Spiel des Jahres, aber auch bloß weil Zelda draufsteht. Ganz ehrlich, jedes andere Spiel auf diesem Planeten, wo nicht Zelda draufsteht, wird für matschige Texturen eine Grafik aus dem letzten Jahrzehnt und jetzt auch nicht die Gameplay-Errungenschaften der was weiß ich waren, letzten 20 Jahre erreicht, nicht so gelobt wird Tears of the Kingdom. Das kannst du halt vergessen. Ich bin aber auch so ein kleiner Wind, wie wird das letzte geheißen? Dark werden der Vorgänger geheißen, ich weiß schon gar nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß schon nicht mehr. Ist ja wurscht. Seitdem bin ich ein bisschen Zelda-Hater. Eigentlich bin ich absoluter Zelda-Fanboy. Das ist für mich kein Zelda mehr. Blas in den Wind. Ja, genau, so hat's geheißen. Blasender Wind. Frodo, merci für den Drilling. Haut dort Bürger. Grüßen wir mal an Heime und die ganzen Saubeideln von Palfinger. Ich weiß nicht, wer der Palfinger ist, aber ich grüße nur an Heime. Ha! Ich weiß nicht, wer der Heime ist. Was kann ein Heimer heißen? Heimer-Dinger. Twilight Princess, Wind Waker, na, die waren ja noch gut. Das waren ja für mich nur Zelda-Spiele. Aber Breath of the Wild und das Neue kannst mich, weiß ich nicht, wenn ich in der Open World umeinander gucken will und irgendwie 0815 Dreckshauer Hurensohn in 30 FPS spielen will, Entschuldigung, dann mache ich das nicht zum Game of the Year. Das kannst du vergessen. So! Schnauze jetzt. So schaut's aus. Es ist 13 Uhr schon wieder sauber 2 gelabert. Wir haben heute ein Spiel, das sich folgendermaßen nennt: Aliens Dark Descent. Als absoluter Alien-Fanboy, wo wir schon oft einmal drüber geredet haben, sowohl im Podcast als auch im Carnisen-Podcast, als auch in meine How to Birger und was weiß ich was alles für ein Scheißdreck, ist schon lange mal Zeit geworden, dass wir unser Alien-Spiel anschauen. Dieses Ding ist gestern rausgekommen, ich habe mir ganz kurz ein paar ganz kurze, akkurate Tests angeschaut, schaut ganz stabil aus, ist kein absoluter Totalausfall, wie das sonst aber gerne mal ist. Und ich glaube, das letzte Alien-Spiel oder das letzte ernstzunehmende Alien-Spiel war Alien Isolation von 2014. Das ist echt lang her, als ich mich angefangen habe, 2015. Bloß da haben wir 2 Zuschauer gehabt, einer davon war ich, der andere war der Birger. Die Bürgerin, Entschuldigung. Und ja, Aliens Dark Descent, was ist das? Es ist ein bisschen, ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, Mr. Dani, merci für den 250 gekriegt nach Salzburg. Schluss jetzt, ich erkläre jetzt, was wir heute spielen. Ist ein bisschen top-down, es ist so, du kommandierst so kleine Gruppen umeinander, so von oben und navigierst da durch so typische Sci-Fi-Korridore und es kommen halt dann Aliens, und es geht um diese Aliens, ja, um das Alien-Franchise, Xenomorphs. Ich meine, da sagt man es schon die ganze Zeit hinten. Smurfy Boy, habe die Ehre, was machen Sachen bei dir? Weiß nicht, Alter, weiß nicht. Schluss jetzt. Wir drücken jetzt da einfach auf Start. Das sagt er und dann fangen wir an. Ich glaube, es hat ein bisschen was von XCOM, falls das jemandem was sagt. So, jetzt müsst ihr mir aber bitte sagen, dass ihr einen Ton habt. Das war nicht schlecht. Brezensalz, merci dir. Auf geht's! Jetzt! Bürgergesicht. Merci dir. Klingt fast so wie Command & Conquer. Nein, es ist kein Strategiespiel.
Ja, ist im Grunde schon, aber es ist kein RTS in dem Sinn. Mit Basen bauen, so ein Scheiß. Wobei man seine Basis, glaube ich, ausbauen kann. Du, wir werden es einfach rausfinden. Ton ist da, Ton wo? Ton gut. Ich drücke jetzt da mal Space, um fortzufahren. Hab's natürlich heute Nachmittag schon mal kurz. Oh, laut. Ist es laut? Wenn es zu laut ist, dann müsst ihr es mal sagen. So, hab da in die Optionen ein bisschen umeinander gewurschtelt und so, hab geschaut, ob es läuft und ja, funktioniert. Der Sonntag-Ruhetag sagt kein Sound. Das glaube ich irgendwie nicht. Bin mir nicht sicher. Ich drücke jetzt da auf neues Spiel. Mama, wähle eine Kampagne. Ja, ich nehm die Nummer 3. Machen wir leer. Dann gehen wir auf Voreinstellungen, wir gehen Mittel, den wir auf normal einfach spielen. Feindentdeckungszeit, der wir alles auf Mittel. System speichern, tolerant. Keiner hört sie schreien. Oh, das gibt also einen Hardcore-Modus. Das heißt, if he dies, he dies. Ja, während der wir da jetzt eigentlich ehrlich gesagt da gar nicht mehr auf starten. Ich weiß nicht, ob es Cutscenes und eine Story gibt und was weiß ich. Es ist halt so ein Basenmanagement. Du equipst deine Figuren und so und dann werden die halt stärker. Wenn einer stirbt, dann ist er halt weg. Du musst neue rekrutieren und so, so wie das in der XCOM ungefähr ist. Los geht's. So, oh, Mr. Xenomorph. Hab ich da meinen Namen gehört? Jawohl. Und jetzt wird einer ordentlich in den Arsch getreten mit der Pulse Cannon. So schaut's aus. Starten. Warnung. Aliens Dark Descent ist ein schwieriges Spiel mit einzigartigem Gameplay. Nimm dir Zeit und lies die Tutorials, um die Spielmechanik zu verstehen und zu erfahren, wie man die Spielelemente einsetzt. Ein Kodex in der Assistentenregisterkarte erklärt das gesamte Gameplay. Dieser Assistent enthält ausführliche Informationen über die verschiedenen Elemente des Spiels und hilft dir dabei, alles besser zu verstehen. Lass es krachen, Marines! Leid! Fix jetzt! Herr Ferrari! Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, also für Fortnite! Na, für Twitch Ultras. Sphinx Mad Max, also Astro-Horoskop von der Hellsee. Was? Hellsee Atrulla sagt, dass heute ein wenig eine Zerbümmelung geben kann. Ja, von Nord-Nordost. So. Drück mal auf OK, schauen wir was. Oh, okay. Nein, haben wir eine Story? Nein. Facehugger ist da gestanden. Oh, okay. Es ist übrigens Englisch im Ton, nur deutscher Text. Damit müsst ihr jetzt klar kommen, ob euch das passt oder nicht. Ist mir wurscht. Alien Atmosphere. I like it. Oh, ist das wie wird die Station heißen? Nostromo, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also ich glaube, dass wir gepflegt auf die Story scheißen können, die interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber schauen wir, wenn sie sich Mühe gegeben haben, dann muss man das auch huldigen. In partnership with Focus Entertainment. Staunsen! Wichse! Please be mindful of docking bay protocol at all times. Stau die gleich! Gleich! Wayland Utah, building better worlds. Stau die gleich! Es ist keine Story, Game ist der Two-Face. Also, sicherlich hat es eine Story, aber um die geht's nicht. All vessels, be advised. Due to local storms, we currently have no contact with Lethe. Just hold tight until planetfall. We'll guide you as long as we're in range. USS Otago from Pioneer Control. All transit corridors show green. You are cleared to begin proving trials. Try not to hit the planet. Over. Can't guarantee that, Pioneer Control, but we'll see what we can do. Over and out. Ton laut, Bürger leise, ich weiß schon. Ist aber jetzt nur da so. Hilft nicht. Stau die, ich lese gleich. Jetzt schauen wir uns erst die so, dann lese ich vor, okay? Horny Bonk! Das ist mein Frikassee! Hackerman? Lass mich raten, Facehugger drin.
Gott, die schwitzt so stark. Disgusting. Oder tatsächlich. Bonjour. Es ist eine Lootbox. Jetzt kommt dann der Shop-Button. Leute, ich lese gleich. Wir haben ja gerade eine Cutscene, da werden gar nicht Donations gelesen. Irgendjemand hat geschrieben, der Druide lässt Aliens frei. Sind wir uns so sicher, dass es ein Druide war? Wieso soll der Druide da so Narben haben? Wir werden es herausfinden, nehme ich an. Container Cargo. Any news from Lacey Hayes? Sorry, sir. We're having a hard time reaching anyone. That storm probably... Damn. Must be one hell of a hurricane to cut us from the whole Immer diese planet. Stürme. Chief Administrator, I'm showing a weight discrepancy on the Bentonville's manifest. They just asked for a takeoff accreditation, but half the shipment is still at dock. Half, you say? Well, we just earned a bonus. I'll allow them to take off right away. Protocol dictates... How many times? Company protocol doesn't mean anything out here. What works, works. And we're already behind schedule. Director Price? Isn't here. And if I do recall correctly, Deputy Administrator Hayes, your shift ended half an hour ago. So get the hell off my command deck and let me do my job. I don't care what McDonald says. Something is wrong here. I can monitor the cargo bay camera's security feed just as well from my office. Okay, Tutorial Time. So, jetzt ist einmal kurz Zeit zum Lesen. Marvel Maniac, merci. So, sauber spät, jetzt bin ich auch da, war gerade beim Essen und schön, dass du zurück bist, bis auf ein schönes Stream-Match. Spul zurück, Nachschau's-Code. Du warst am Montag gar nicht da. Was ist mit dir los? Merci dir. Ed van Schleck, merci wieder ein Euro. Hidden Blade. Schreibt mir übrigens mit 2D, aber sagt es kaum. Habe ich einen Bier gehabt, einen schönen Stream? Das hoffe ich auch. Sie fix wieder spät. Habe ich was zusammen? Dragon Cry. Nicht viel. Außer, dass es ab nächsten Montag kein Twitch mehr gibt. Zumindest bei mir. Ist übrigens mal an alle Twitch-Zuschauer ab nächsten Montag nur noch auf YouTube. Werde ich halt noch ein paar Mal sagen, weil heute einfach der letzte Stream auf Twitch ist. Dragon Cry, na haben wir schon gerade der Staudi. So, jetzt seid mir wieder ein 10er. Der Chef, seit langem kann ich wieder dabei sein. Novorok haben wir gut umgebracht und freue mich schon auf nächstes Jahr. Wenn du VIPs brauchst, schreib mir auf Discord, dann schau ich, was ich dran kann. Das ist ein unfassbar gutes Angebot, aber ich werde meine kleine Mini-Internetbekanntheit nicht dafür nutzen, VIP-Tickets abzugeiern. Das tun wir nicht. Nein, das mag ich nicht, da habe ich schlechtes Gewissen, das mag ich nicht. Kaum wechsle ich auf den Rechner, habe ich normalen Ton, sauber, sage ich. Laut! Sonntaggrüder, sagt das nur irgendjemand als es ist laut. Hallo, ich bin auch laut. Hallo. Hallo. Ich bin lauter. So, da sind wir nun. Also, das ist die Top-Down-Perspektive, so wie ich das ja gesehen habe. Kamera, Drama mit WASD. Oh, mit Q und E können wir es dran. Okay, da wird es leckt ein wenig. Das ist aber nichts. Gut, ist schon wieder vorbei. Wieso kein Twitch-Stream mehr? Weil Twitch AGBs geändert hat und man nicht mehr doppelt streamen darf. Auch als Nicht-Partner. Ich werde noch ein Video dazu machen, damit so viel sehen, wie es geht. So, Kamera. Oh ja, raus. Oh, schön. Okay. Ziele, Grundlagen. Während deiner Mission musst du mehrere Ziele erfüllen, um die Geschichte fortzuführen. Später kannst du Sekundärziele abschließen, um versteckte Ressourcen sowie zusätzliche Informationen über den Ort zu entdecken. Die Ziele erscheinen oben links auf deinem Bildschirm. Sie werden in der Spielansicht durch ein Symbol angezeigt. Ja, gut. Folge der Zielanzeige. Wo müssen wir hier? Wahrscheinlich irgendwo da oben. Verstanden. Untersuche das Versorgungsshuttle Bentonville. Erreiche dein Büro, um die Kameraübertragung für Laderaum 4 zu überprüfen. So, bewegst du einen Charakter mit Rechtsklick. Was? Ja? Ich mach einen Klicken. Ich mach Klick. Ach, ich muss da einig. Oh gut, das macht dann wieder mal überhaupt keinen Sinn. Aber gut. So, da sind wir nun. Türen. Türen mit grünen Lampen öffnen sich automatisch, wenn sich der Charakter ihnen nähert. Verstanden? Kriegen wir ein.
Doppelklick, laufe dann. Nö, noch nicht. Das Wegfindungssystem wird angezeigt. Das ist wichtig in solchen Spielen. You look troubled, Administrator. Alter, ich hab die Todesflashbacks, wenn ich Is diese there anything I sehe. can do to help? Thank you, Daniel. But no. Alphonse, I'm just wer ist having dir? one of those Oh, yeah. days, you know? Another argument with Administrator McDonald. How did you guess? I may be synthetic, but I'm not blind. Are you sure I can't be of assistance? No. It's my problem, and I'll take care of it. I just need to reach my office. Of course. But I'm afraid this corridor is closed due to maintenance. You'll need to detour through the cafeteria. Hoffentlich kommt's niemals so weit, dass wir sehen, Androiden haben, die so nah anschauen, so nicht einmal blinzeln und den Mund nicht bewegen beim Schmatzen. Und den Mund nicht bewegen beim Schmatzen. Please don't! Haben wir aus den Spielen nichts gelernt? I heard no one's picking up on the planet. Not Aber even damit irgendwas Jackson's machen. Landing. Really? I have a friend there. Mal wieder das Hope he's gute alte okay. Problem, dass ein Sturm den Planeten These bloody bedeckt. Das ist die storms, einzige man. Story, die einer bei Alien einfällt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen laut. Aber da drehen wir lieber alles ein wenig oben auf 60% und schauen wir, wie es dann ist. Ich habe euch schon gelesen. So, jetzt wurschtelt man da mal so ein bisschen durch. Grafik ist so, erster Eindruck, Don't often see mittelmäßig. you in here, Das ist ein Administrator Top-Down-Ding, Hayes. ist okay. You lost? Do you need me to show you to your room? Ist besser? Last I checked, you couldn't find your own ass with both hands. I'll pass. Sam Crichton schreibt, ich oute mir jetzt mal, ich hab die Alien-Filme nie gesehen, basiert das Game auf die Filme? Ja. Also ich glaube nicht, dass die Story irgendwie wichtig ist jetzt da in Verbindung mit den Filmen, mit dem Spiel, glaube jetzt nicht, aber es spielt halt in dem Universum. Timmy Boy, wie lange dauert das Spiel, beziehungsweise wie lange spielen wir das und in die Cutscenes ist ein bisschen laut. Weiß ich doch noch nicht, ich weiß noch nicht mehr, wie das Spiel ist. Wir werden sehen, wenn es unfassbar gut ist, dann spielen wir es länger, wenn es nicht gut ist, dann gehen wir es nach 2 Stunden wieder zurück. Supply Shuttle Bentonville secure for launch. All crews, this is your 2-minute warning. Shit. Need to hurry. Jetzt aber schnell. Mit Doppelklick kannst du deinen Charakter rennen lassen. Ja, das dachte ich mir schon. Haben wir schon da. Das sieht man dann wieder dann angezeigt. Da müssen wir einer und dann müssen wir irgendwas tun. Okay. Das ist übrigens noch nie das Spiel. Du hast später Marines und dann werden da kommen dann Viecher. Ich bin jetzt gespannt, was passiert. Was ist dieses Mal der Grund, dass da 8 Millionen Aliens umeinander laufen? We will see. Kannst du, ja, dann müssen wir interagieren, deinen Computer benutzen. Was ist jetzt Pause? Sobald du das interaktive Element ausgewählt ist, können verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angezeigt werden. Wähle die Interaktionsoption, deinen Computer benutzen. Achso, das ist dann die Schaltfläche, wo wir, okay. Okay, der Zeile vorbei. So, wir sind immer jetzt, oh, Wayland Yutanis. Oh, es eskaliert. Alien ist frei. Und es war kein Androide. Aber wer dann? Unten haben wir es kurz gesehen, glaube ich. Ich bin ja jetzt dafür, dass der erste Cinemark going on da down there? erst einmal sie I'll have to herschlacht. take a sauber. closer look. Das müssen wir uns genau anschauen. Gibt es sowas wie ein Map? Gib Map! Erreiche den Aufzug. Jetzt können wir ja, mittlerweile können wir ja laufen. Haben wir mit sowas wie. Kann er weiter außer? Nö. Okay, man kann da auch weiter oben. Wo müssen wir überhaupt hin? Daher. Ja, das ist so der Strategieanteil. Und ich glaube, man kann später dann auch auf Pause drücken und die einzelnen Marines dann Befehle geben. Jeder kann ein bisschen was anderes und so. Bin ich gespannt, wie das umgesetzt ist. Diese Spiele können Where's Chief extrem Durant? gut sein. Settling the labor dispute on the rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. McDonald! Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. So, Aufzug. Okay, Andockbucht. Und ja, Sprengel hat recht, das war schon immer eine gute Idee, wenn es komplett eskaliert in einer Alien-Geschichte, dann soll man mal nachschauen, was da los ist. Abgeschlossen, Aufzug genommen, finde einen Weg zum Laderaum. Da stimmt was nicht. Das wird sicher super. Das scrollen wir jetzt einfach. Before. What is the quickest way there? Was? Karte öffnen. Ja! Achtung, ihr nur Hardcore-Leute herin wissen, was zu tun ist, wenn ich jetzt da hindrück. PCs, gut gemacht. Fleischkasse, Leserlass, Kipperfahrer,
Keiner. YouTube ist auch noch wach. Sehr schön. Map! Okay, da sind wir mir. Mekos Standard wird zusammen mit ihrem Erfassungsbereich und dem Kamerawinkel angezeigt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und wir müssen. Ah ja, und so ist das dann. Na, das Ding ist ein bisschen schnell, hä? Das ist ein bisschen, wenn ich da WASD drücke, das ist ein bisschen. Keine Ahnung, ich kann nicht folgen. Kann ich da mit der Maus irgendwie. Ah, da kann man sich Waypoint setzen. Das ist schon mal okay. Kann ich mal Waypoint, kann ich den ja wieder löschen? Das war toll. Ein Waypoint löschen, geht das auch? Nein, das geht wieder nicht. Okay, dann der man da hin. Oben, rechts und so schaut dann die Map aus, wo man sich durch die Korridore schlängeln kann und so. Ja, das kriegen wir schon hin. Untersuche den Laderaum. Links auf dem Kartenbildschirm werden alle aktiven Ziele der Mission angezeigt. Du kannst das aktuelle Ziel auswählen, indem du darauf in der Liste drückst. Und dann erscheint dort das Symbol. Verstehen wir. Was haben wir noch? Oben rechts auf dem Kartenbildschirm werden alle Stockwerke des Stands. Das ist ganz wichtig. Du kannst den gewünschten Stockwerk auswählen, indem du auf das Stockwerksymbol drückst. Okay, gehen wir mal auf den Befehlstext. Ja, geht nicht. Wähle die Schaltfläche zurück, um die Sektorenkartenanzeige zu schließen. Okay, ich mag es aber noch mit da haben, weil ich wissen möchte, ob man diesen Scheiß da löschen kann. Warum kann ich... Das nervt mich schon wieder. Was heißt kurz? Ortsabschluss. Ah ja, da kann man Primärziele, Legende, was das alles bedeutet, das findet man dann schon auch sehr gut. Man kann sagen, vielleicht löscht sich der Waypoint, wenn man drüber läuft. Schauen wir mal. Jetzt fang du mal das Reisen an. Supply Shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. Kein Urlaubsgeld für euch faulen Trottel! Schluss! Ich seh in-game noch nicht einmal einen Waypoint oder was? Naja, das ist jetzt einmal so mittelmäßig umgesetzt, aber gut. Bin ich schon stark. Fängt es da schon zum Eskalieren oder nicht? Wissen wir nicht, werden wir schon herausfinden. Da müssen wir, es ist Landing Pad 4. Also wenn ich so viel Blut verliere, dann ist es normalerweise gelaufen. You're going to be alright. Cargo Bay. Things came out of. Stay with me, stay. God damn it. Allerweise fachkundige Leute müssen eigentlich wissen, dass er da ungefähr da ein Loch haben müssen. So groß ungefähr. Erreiche den Laderaum. Keep it together. You need to see what's in there. Nimm die Waffe. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was für eine Waffe? Das ist schon wieder so stockfinster, dass ich nicht sehe. Wo ist denn da Waffen? Du kannst links in der Umgebung halten, um deinen Charakter zu befehlen, in die entsprechende Richtung zu leuchten. Better take his pistol. Oh. Whatever's in there doesn't know I Boah, can't aim ist for das shit. mies. Ohne Scheiß, ich hab ja mit Fake gerechnet, aber nicht in einem Top-Down-Scheiß, dass ich mit der Taschenlampe momentan leuchten muss. Dass ich was... Gegeben. Okay. Ja, ich sehe jetzt schon die ersten Probleme und Stresssituationen auf mich zukommen. Nach Waffe suchen. Ich weiß nicht, wenn das da drin schon 25 Leute braucht hat, dann wirst du mit der Waffe auch nicht reißen. Waffe genommen, sieht aus wie von der Plattform. Weiter bin ich nicht mit dem Lesen können, weil ich wieder irgendeinen Scheißdreck klar habe. Wo leicht sie hier? Ah, in die Richtung, wo es... Oh, ich bin jetzt gekommen. Also wenn wir uns da auch noch in die Hosen scheißen müssen, dann kriege ich einen Vogel, mit dem habe ich nicht gerechnet. What were they holding in these things? Was war in diesen Dingen? Ja, wir haben es gesehen. Auf alle Fälle Epsi, was ziemlich große Blutlockern produziert. Ja, mit der Pistole fürchte ich, kommen wir da nicht recht weit. What is all this? That is not Trimonite. Das ist Trimonit, weiß man das? Das glaube ich kommt in die Filme nicht vor. Mineral wahrscheinlich, ja. Shit, there's something in there. Get out of here, Michael. Ein Maurer, die habe ich übersehen, merci für den Drilling. Was ich dir immer schon sagen wollte, Hallöchen! Hi! Danke dir.
So. Wir haben alle gesehen, was das ist. Das ist ein verdammtes Facehugger-Ei. Das heißt, irgendwo ist da ein kleiner scheiß stinkender Facehugger und den müssen wir jetzt echt mit der Taschenlampe so suchen. Ist es der Ernst, Spey? Bitte nicht. Das wird schon auf Pause drücken dann das Spey, wenn irgendwas ist. Kann man da reingehen? Nein, da kann man nicht reingehen. Kann man da, wo? Wenn ich unter dem G kann... Aha, schau hin, ich kann unter dem G... Mal leichten. Ah, das ist mit Sicherheit nicht schlecht für Rückzugssituationen. Was soll ich überhaupt da? Verlasse den Laderaum, okay. I can't leave that thing running loose. Get off it, I need to lock this damn door. There's a welder back there. Was soll ich mit dem Welder? Schnapp dir das Schweißgerät von dem toten Arbeiter. Wozu? Halt einfach ab! Laderaum verlassen, schweiß die Tür endgültig zu. Ist aber auch ungewöhnlich, sie weiß ja noch gar nicht, was überhaupt los ist. Techniker untersuchen. Time to get it sealed up. Whatever that thing is, can't chew its way through a door. Gut, sie sieht allerdings auch einen Haufen Leichen. Keep it together, Maiko. Geh mal lieber rückwärts. Ich sag es, ich geh mal lieber rückwärts. In langsam. Also jetzt Trupp wurde meins. Hä? Jetzt bin ich gespannt, was das Backseat Gaming Komitee dazu sagt. Da stand schnell, nicht rückwärts. Du musst sprinten, glaube ich. Da ist schnell dabei gestanden. Ja, geh weiter. Geh, hör mir auf! Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das als Topf zählt. Ich sag das, was ist. Bin mir nicht ganz sicher. Also... Prolog. 2034. Laden. Okay. Vielleicht hätten wir... Get out of here, Maiko. I can't leave that thing running loose. Kann man das überspringen da? Nö. Lock this damn door. There's a welder back there. Das haben wir gerade schon gemacht, jetzt mach. Wir laufen einfach raus. Wo ist da schnell gestanden? Whatever that thing is, Wo can't ist da chew its schnell? way Lade, through a door. schweiß die Tür endgültig zu. Ja. Wo steht da schnell? Keep it together, Maiko. Verlasse den Laderaum. Verlasse den Laderaum. Oh, schnell. Und ich muss mich gleich nochmal. Entschuldigung. Okay, wir laufen mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt schweiß sie. Schweiß sie. Schweiß sie. Kamera kleine. Wir meinen's Kamera kleine. Oh, ich sehe da einen lustigen Schaden. Come on. Mistvieh. Ach, die Kamera meint sie. Jetzt. I thought I What the told hell you. was aboard the Bentonville? What are you talking about? The dock crew and Cargo Bay 4 are dead. Dead? That's not funny. Something got loose and killed. Power failure. Power failure. Engaging emergency generators. What just happened? Facehugger-Fussel? Ah, doch nicht. So, Du Fotze!
Alles klar, Freunde der Sonne. I have a very bad feeling about this. Okay. Ziel abgeschlossen, Tür verschweißt. Das schaffst du nicht alleine. Hol die Hilfe. Bitte die Wachen um Hilfe. Wann die Wachen? Wachen wo? Nicht da oben? Okay, müssen wir... Legen wir einen Sprint hin. Machen wir mal ein bisschen schneller da. Da, ich hätte jetzt gern Marines. Okay. Das Sicherheitsteam ist natürlich tot. What the hell is happening? Was sagst du? Everyone's dying in there. The Bentonville. I can't let that happen. What's going on over there? Otago? The Colonial Marines. USS Otago, this is Administrator Hayes. There's some kind of infestation aboard. Otago, you have to intercept the Bentonville before it leaves the system. Can you hear me? Otago? Please copy. Is everything alright? Please copy. Damn it! Comms are down. I can't fix them from here. I need to get to the comms room. Okay, die guten alten Missionsziele. Erst einmal den Kommunikation wieder einschalten. Reihe den Kommunikationsraum, um zur Otago zu gelangen. Gut, wir haben ja immer noch. Wir haben ja wirklich immer noch ein Tutorial, das heißt... Also ich gehe davon aus, dass wir immer noch im Tutorial sein. Ich weiß, für die sind es aber ziemlich viel Facehager gewesen irgendwie. Louis? Are you in there? I need access to the comms room. Louis, answer me, damn it! Go away! You draw them right to us. Open the damn door! No way! It's staying locked to keep those things out! You think that'll help? They're in the vents. Vents? Shit! Louis! Louis! Da hat sogar ein bisschen Letten unter dem Türstock rausgeschissen, also gesehen. Wird man im Stream wahrscheinlich nicht genau gesehen, aber da ist ein bisschen Letten rausgeschwappt. Ich frage mich, warum die nicht rot ist. Kruzifix, kann ich sperren mir aufhören, jetzt sind alle 4 Sekunden mir zum Erschrecken! Es ist ein verdammter Top-Down, was weiß ich was. Jetzt brennt es halt da, natürlich brennt es jetzt da, was auch sonst, Alter. Müssen wir so rundum gehen. So mit Map. Müssen wir so rundum gehen? Alter, ich hab so... Manning? It's out there. It's waiting for me. Manning, you can't stay here. Wir No, staunen no, sind they can't see me here. Go away. Go away. Okay, just keep your head down, right? Das ist halt schon geil gemacht. Das habe ich in so einem Spiel auch noch nicht gesehen, dass du da mit Rechtsklick bewegen kannst und währenddessen umeinander leichten kannst. Das ist halt schon cool. Ich spüre die ersten taktischen Movements auf die schwierigen Schwierigkeitsgrade. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, es ist nicht so wie XCOM, dass man da jetzt Kommando, dass man pausieren kann. Ich bin mir nicht sicher, wir werden sehen. Also für alle, die meinen so, was zur Hölle sollten das jetzt eigentlich sein? Es erklärt uns immer noch die Steuerung und was eigentlich passiert. Mich würde jetzt interessieren, wann der erste Facehager kommt, auf den wir mal schießen können. Und ich glaube, ich bin relativ sicher, das wären die Charaktere von Saber. Ich muss nur den Befehl geben. Und später hast du dann, oder hoffentlich relativ bald, haben wir das Sicherheitsteam der Marines. Und kommandieren die da halt umeinander und du musst taktisch vorgehen, weil sonst hinter jedem Eck irgend so ein Fotzenviech sitzt. Daniel, you alright? Deputy Administrator, it appears that these creatures have destroyed our communication system. Why would they do that? They're animals. Sorry, I have no idea. I wish I could help you further. Shit, the Bentonville. I need to stop that ship. Schieß sauber, die Arschlöcher! Daniel, our planetary quarantine protocols. They're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world... No, there's no choice. I could stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right. Yes.
Hey, für nicht AAA-Game, ich meine, die Cutscenes echt in Ordnung und echt, bis jetzt bin ich positiv gestimmt. Wir werden sehen. Erreiche den Kerberos-Raum. Wo ist denn der Kerberos-Raum? Sehe ich das da überhaupt irgendwie? Okay, aussehen links. Oh, das ist weit. Okay, wo sind wir mir? Kann man Kamera nicht irgendwie zentrieren? Sehe ich mich nicht mehr. Doch, da oben sehe ich mich noch. Aussehen und links. So. Das mit der Atmosphäre ist schon geil gemacht, also für das, dass das so ein XCOM... was ist denn XCOM für ein Genre von Spiel? Da hat es ja ein ziemlich geiles Spiel aus der Gears of War Reihe gegeben. Das habe ich auf ein Wochenende durchgespielt. Das war auch so. Das war aber Rundenstrategie, nicht live. Und XCOM ist auch Rundenstrategie, deswegen kann man es nicht ganz vergleichen, aber so ein bisschen. XCOM ist Rundentaktikstrategie. Da sind wir ja Echtzeit. Ja, deswegen frage ich, was kann denn das da für ein Genre sein? Keine Ahnung. Echtzeit-Taktikstrategie. Irgendwie schon. Der scheiß Roboter hängt doch da mit drin. Der Meinung bin ich auch. Was haben wir denn jetzt? Okay, Kerberos-Protokoll einleiten. X-Button drücken. Warning. 3 ships detected. USS Otago, Du sprichst Genre falsch aus, stimmt. Entschuldigung. Interdiction radius. Please confirm command. Genre. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by. Stand by. Was hat jetzt gesagt? Cerberus? Das heißt doch nicht Kerberos. Das heißt doch einfach Cerberus, oder nicht? Kebekus-Protokoll, was? Genre. Genre spricht man wie Buttget aus. Was ist jetzt das? Was tut jetzt da online? Haben das Torpedos oder was ist? Muss ich schießen? Are you brain busted? The eagle cries. Das heißt, der Igel kreist, ne? Engaging targets. Ja. Wenn der Adler kreist. Haben wir jetzt das große Schiff verlobt geschossen, oder was? Okay. It had to be done. Der sind nicht so. Eine andere hat die schon wieder übersehen. Vorsicht ist besser als Nachtschicht, das stimmt. Das Design von den Viecher ist einfach so geil. Es kommt, was versteckt dich? Feinderkennung. Wenn dein Trupp auf einen Feind trifft und noch unentdeckt ist, erkennt der Feind deinen Trupp nicht sofort. Die Entdeckungsverzögerung wird durch eine gelbe Linie angezeigt, die vom Feind zu einem deiner Truppmitglieder verläuft. Die Linie wird nach und nach rot und wenn sie vollständig gefüllt ist, wird der Trupp entdeckt. Okay. Es gibt sogar Deckung. Du kannst deine Entdeckung vermeiden, indem du dich hinter einer Deckung versteckst. Deckungspunkte sind auf dem Boden mit einem kleinen grünen Viereck neben deinem Mauszeiger markiert. Okay. Drücke zweimal, um den angegebenen Bereich zu rennen und in Deckung zu gehen. Das ist jetzt so das nächste. Es gibt das Stealth-System in dem Spiel auch noch. Okay. Das ist, glaube ich, wirklich sehr einzigartig. Das habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Und der YBO hat was Schönes geschrieben. Wo hat das denn geschrieben? Was für ein Genre? Top-Down Real-Time Strategy Game.
Oder? Da, also laut Wiki ist das Spiel der Top-Down Real-Time Strategy Game. Ja, okay. Lass ich durchgehen. Sounds vernünftig. Machen wir doch mal so. Also es gibt kein Sounddesign, oder wie kann ich mich ducken oder so? G-Control in den Deck. Ah, okay. Ducken kann ich mich, ja, verstehe schon. Okay, das ist krass. Das ist okay. Alter, wenn wir jetzt die ganze Zeit vor dem Mistviech da wieder abhauen müssen, das mag ich so gern. Mistviech, oh, geschissens. Tarnen und täuschen in der Dunkelheit. Ich bin B. Ah ja, da wird auch gesagt, wo es ist. Aber man sagt das auch nicht sofort, sondern man muss... Was muss ich jetzt da? Muss ich mich jetzt da verstecken? Das werden wir jetzt gleich einmal außer... Oh shit. We're gonna die. Wir laufen einmal im Kreis. Okay, Kim, nein, das muss ich jetzt nicht nochmal anschauen. Na? Warning. Space überspringen. Ja, Gott sei Dank. Okay. Wann ist dann da jetzt der beste... Ja, verstanden. Wann ist jetzt da der beste Zeitpunkt? So, dann Control drücken, wenn wir da sind. So, haben wir schon wieder da. Haben wir schon wieder da. Ezio! Was machst du? Bisschen OP, das Teil. Ja, das Ding ist OP. Rattenfetze! Gullideckel gehören mit Gulasch befüllt. Leider habe ich die am Flughafen nicht kontrollieren dürfen, war witzig gewesen. Ich weiß nicht, hast du mich gesehen? Es hat mir auf alle Fälle jemand gesehen, weil mir um 4 in der Früh jemand auf Instagram geschickt hat, ob ich nach Malaga oder nach... Ich laufe jetzt da sofort mal noch mal um. Ich laufe jetzt da mal außen. Ich sehe ja, wo es ist. Da ist ja das dann da dazwischen. Laufen wir da. Laufen wir da. Problem ist ja bloß, man hat nicht recht viel Zeit. In der Hocke? Okay. Wo ist denn? Alter, jetzt sechs ich nicht mal mehr, oder was? Okay. Bin jetzt da eigentlich in so einer Kiste drin? Ja, nicht wirklich, aber... Kann ich mich geduckt bewegen? Okay, man erregt auch keine Aufmerksamkeit, wenn so ein kurz sagt. Bleibe in der Hocke, wenn du schon in der Hocke bist und ich lass dich. Duck dich halt! Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen fragwürdig. Also es sagt offensichtlich auch nach hinten. Nein, tut's nicht. Nein, nicht. Es sagt ziemlich weit. Wissen wir uns? Wird sich schon verblieben? Nein, nicht! So, jetzt habe ich nichts durchgehört. Ja! Gib ihm. Come on. We'll cover you. Shut that door! Shut that door! We've lost contact with the Otago. Well, that's just great. Oh, jetzt aber nicht der Original-Pulse-Cannon-Ton. Bin ein bisschen enttäuscht. Rattenfetze Deputy Administrator. You're from the Otago? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. All right, people. We're falling back to the dropship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Ziel abgeschlossen. Trupp, Grundlagen. Von nun an steuerst du den Trupp deiner Marines als einzelne Einheit. Wenn du dem Trupp befiehlst, eine Aufgabe zu erfüllen, wird ein Marine aus dem Trupp automatisch ausgewählt, um sie auszuführen.
Verstanden. Wir haben da unten unsere Marines. Ja, jetzt seht ihr das dann natürlich nicht. Gut, das ist jetzt wurscht, wo ich mich da hin tue. Da ist auf alle Fälle im Prinzip genau das Gleiche. Das sind unsere 3 Marines. Man sieht da, was das 0% bedeutet. Was ist der Puls vielleicht? Keine Ahnung. Vielleicht drehen die irgendwann durch, wenn es krass wird. Eine Bewaffnung, einer Lehm. Dann die 2 weißen Striche, weiß ich jetzt auch noch nicht, was das ist. Das werden wir wahrscheinlich gleich außerfinden. Das heißt, wahrscheinlich. Da haben wir Deckung offensichtlich auch. Auf Steuerung können wir uns. Wir können ihnen befehlen, dass sie sich in der Hocke bewegen. Cerberus Protocol in effect. What the fuck is a Cerberus protocol? No clue. Just keep it moving and watch those corners. It's planetary quarantine. Nothing in, nothing out. Sounds like a real party. Huh? Sounds like a real party. Party hard, Alter. Was ist mit dem da hinten? Klang ist schon wieder Wind. Was ist mit ihm? Klang ist schon wieder Wind. Wegfindung ist schon wieder ein Schlaganfall hat, dass bei 3 schon hängen bleibt. Ich glaube, am Schluss hat man 4. Oder standardmäßig hat man 4. Was passiert, wenn wir da rundum schauen? Okay, das macht dann mit Einzelnen, macht das, okay. Täusche ich mich oder wirkt das Alien irgendwie ein wenig klar? Ich hätte die Größe in Erinnerung. Du meinst wahrscheinlich eine Alien Queen. Rufe den Aufzug. Okay. Bin ich gespannt, wann da das erste Mistviech daherkommt. Mal in Ruhe. Mal einen Sprinti. Jetzt bin ich halt gespannt, was so an Gameplay-Mechanics kommt. Wie kann man seine verschiedenen Marines ausrüsten? Wie kann man leveln? Also ich glaube, man wird auch stärker und hat ein Erfahrungssystem und so Geschichten. Was ist jetzt halt? Rufe den Aufzug. Wieso muss ich jetzt vor mir da, meh? Was ist denn das denn für ein Blödsinn? Was kann ich da jetzt Tolles tun? Moment mal. Da müssen wir rein. Das heißt, wir müssen da rundrum. Da können wir nicht rundrum. Können wir auch nicht rundrum. Wie können wir dann da rundrum? Macht überhaupt keinen Sinn. Müssen wir das am Computer machen oder was? Rufe den Aufzug. Ah. Ist ein Baby-Alien. Vielleicht ist es auch ein Baby-Alien. Eins ist ja groß, die anderen die haben gerade am Schlupfen. Kann man das da irgendwie ausmachen oder so? Rufe den Aufzug. Da kommt man da vielleicht eine? Kommt man auch nicht rein, da kommt man hier. Hä? Man kommt aber auch sonst nirgendwo hier, gell? So rundrum vielleicht. Ja, vielleicht kommt man außen rundum. Mal. Dann hätte man nicht noch 4er gehen müssen, oder? Macht da überhaupt keinen Sinn. Probieren wir es mal. Untenrum, vor dem Feuer war noch eine grüne Tür. Bin ich blöd oder was? Da geht's sowieso nicht weiter. Zurück. Untenrum, vor dem Feuer war noch eine grüne Tür. Aber wo ist da eine grüne Tür noch? Oh. Da. Mal oben. Das ist ein bisschen schwierig da. Ach, und dann da oben durch. Ich hab die ganze Zeit gemeint, wir sind da mit der Kamera. Ja, gut! Orientierungssinn gleich 0. Bürger, herzlichen Glückwunsch. Da, Mr. Marine! Vollsprint! Für was haben wir mir eine Ausbildung gemacht? Weiß ich nicht. Los geht's. Oh, wir haben übrigens auch so einen Bewegungsmelder. You okay, Sarge? Eyes ahead. Something's coming. Was? Harper? We've got movement. Oh Gott. Oh Gott, der Ton, Alter. Bewegungstracker. Der Bewegungstracker zeigt alle beweglichen Einheiten innerhalb eines Radius von 60 Metern durch einen weißen Punkt an. Das ist da oben. Verstanden. Sehe ich den auf der Map? Tatsächlich. Sehe ich den auch, wenn sich der wirklich bewegt, oder sehe ich den bloß wo... Okay. Kommt immer netter. Okay, dann gehen wir jetzt da vorne links raus. Zoomen wir mal ein bisschen raus, damit wir ein bisschen
mehr sehen. Er scheint sich aber nicht zu bewegen. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Da drin müsste der sein. Oder da drin. Mich würde noch interessieren, ob die Viecher Ton wahrnehmen können. Okay, da drin ist absolutes Massaker. Ach, das ist eher... It's not safe here! It's not! Damn straight, but we'll get you out. No, you don't understand. It's here! It's here! Light it up! Okay, chill. Jetzt dürfen wir das erste Mal ballern. Marines sind dazu ausgebildet, automatisch das Feuer zu eröffnen, wenn sie von Feinden entdeckt werden. Sie öffnen auch dann das Feuer, wenn sie gerade gehen. Während des Rennens können die Marines ihre Waffen allerdings nicht benutzen. Verstehen? Wie schnell stirbt denn so ein Viech? Okay, gar nicht, das läuft davor. Was, ihr habt Munition? Ladestreifen. Der gesamte Trupp teilt und verwendet Ladestreifen für seine Primärwaffen. Jeder Marine hat 2 Ladestreifen dabei, einen geladen und einen im Inventar. Das Weiße ist Munition. Es gibt Munition? Okay. Okay. Das ist schon wieder nur auf Plagerei ausgelegt, das Spiel, ich sag schon. Aber bis jetzt bin gespannt, was sie daraus machen. Take him out! Facehuggers! Use a grenade! Was? Granaten haben wir auch noch. Deine Marines können auf Fertigkeiten zugreifen, mit denen sie besser auf verschiedene Bedrohungen reagieren können. Du kannst das Fertigkeitsmenü öffnen, indem du auf Space drückst. Muss ich da oben bleiben oder was? Ah ja, da. Granatwerfer U1. Der am nächsten stehende mit einem Granatwerfer ausgerüstete Marine feuert eine Granate ab, die Schaden am ausgewählten Ort verursacht. Innenexplosion 10 bis 20, Außenexplosion 6 bis 10. Okay. Nehmen wir. Und dann schießen wir da hin. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das der zum Schießen braucht, weil das hat ja auf Flug, wenn das Viech klumpt dann bis dahin daherläuft, weiß das was ist. Ist wichtig zu wissen, ob man einen Lauf schießen muss oder nicht. Squirrely bastards, ain't Es ist sehr schnell auf alle Fälle. Befehlspunkte sind eine Ressource, die du ausgeben kannst, um Fertigkeiten einzusetzen. Das ist dann das zweite neben der Mission. Da haben wir jetzt noch 2 von 3. Befehlspunkte werden im Laufe der Zeit aufgefüllt, bis die maximale Kapazität erreicht ist. Also wachsen in der Hosentaschen dann die spontane Hosentaschengranate noch. Das Spiel hatte doch gesagt, dass es schwierig ist. Ja, das ist ja in Ordnung, um Gottes Willen. Wenn du deine Marines verbesserst, kannst du diesen Maximalwert später erhöhen. Verstanden? Wir können hier auf Pause drücken. Kann man irgendwie auf Pause drücken? So schnell check ich, weiß ich nachher nicht mehr, was ich da drücken muss. Ist da jetzt Säure am Boden und wenn ich drücke... Also man muss ja wissen, für die Leute, die Aliens nicht kennen, Aliens haben Säure als Blut und fressen sie normalerweise da auch dann durch den Boden. Und das geht meistens dann nicht so gut aus, zumindest in den Filmen. Wenn ich da jetzt durchgehe, kriege ich da Schaden? Nein. We need that elevator. Okay, Punch it. Ruf den Aufzug. Los geht's. Aufzug rufen. Ja! Tracker lighting up! Alright, set for suppressing fire and check your targets! Öffne das Fertigkeitenmenü. Was haben wir da? Unterstützungsfeuer. Der Marine deckt einen ausgewählten Bereich ab. Innerhalb dieses Bereichs bewegen sich die Feinde mit 70% ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit. Die Feuerrate des Marines wird verdoppelt, aber dafür verringert sich seine Treffsicherheit um 20 Punkte. Ja, es ist ein Sperrfeuer im Prinzip. Muss zum Beenden manuell abgebrochen werden. Der Marine, der Unterdrückungsfeuer ausführt, kann nicht rennen. Okay, wen lass ich das mal... Ist das wurscht, wenn ich das mal... Warte mal. Wähle ah ja, das ist dann so ein Kegel. Und da decke ich halt dann zum Beispiel so ein Tier ab. Ich verstehe. Getting closer! Closer! Wait for my order! Steady! Steady! Daniel! Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Cerberus protocols are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. Stand down! Quarantine breach in progress. Deadly force authorized. Bring it down! What the hell was that? Alter, halt der Feier aus. Hast du das gesehen, wie weit das der Never even Kim heard ist? Daniel raise his voice. Synths, man. Creepy little fuckers. Creepy little fuckers!
Wird gespeichert. So, komm mal looten! Das ist das Allerwichtigste zum Wissen. Ich schätze nicht. Alec, das mit dem Bewegungsmelder ist halt auch so geil. Das ist halt richtig der typische Sound aus Alien. Ja, bin schon ein bisschen hooked. Man muss meine Aussagen, meine positiven Aussagen mit Vorsicht genießen, ich bin Fanboy, okay? So, und jetzt kann ich das da wieder abbrechen. Ich kann aber sonst währenddessen was tun. Tatsächlich. Ach, das Sperrfeuer bleibt sogar noch währenddessen man sich bewegt. Okay. Was passiert denn jetzt, wenn ich... Hat das auch wieder was gekostet? Wenn ich jetzt da ein zweites Sperrfeuer... Diese Fertigkeit ist während des Tutorials gesperrt. Wenn ich da jetzt ein Sperrfeuer mache, in alle 4 Richtungen, oder zumindest in 2, dann haben 2 und bewege mich dann ja, ich rieche schon, wo das hinführt. Ich kann es riechen. Abbrennen. Es hat zumindest so einen Fertigkeitspunkt gekostet. Das ist ein bisschen seltsam, es hat es vorher eigentlich schon geheißen. So, da müssen wir nach unten an die Anbau. Ja, das kann vielleicht ziemlich gut sein. Es könnte ein ziemlich geiles Spielprinzip sein, wenn man sich eine Strategiespiele mag. Der Blechdepp wieder, ja. Hey, what a mess. Was haben die da? Warum haben sie da eigentlich? Haben sie da schon wieder... Incoming! Was incoming? Hold still, I'm... Okay, das ist übrigens da erkennen. Its blood is some kind of acid. Fuck, what kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm not dying here. All right, let's get off this damn station. Xenomorph, Säureexplosion. Wenn ein Xenomorph stirbt, besteht eine Chance, dass er in eine Säureexplosion zerplatzt. Wodurch bei allen Marines in der Nähe 1 Punkt Schaden verursacht wird. Gut, wir haben 6 Lebenspunkte. Da, der Latimer, ja, der ist schon ziemlich Damage kassiert. Deine Marines können gleichzeitig gehen und schießen, also bewege dich stets in die entgegengesetzte Richtung der Xenomorphs, die auf dich zukommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und, da rechts unten steht jetzt auch was, Stress plus. Eine allgemeine Anzeige des Stresses, dem deine Marines unterliegen. Ein hoher Wert bei Plus bedeutet, dass der Stress schneller ansteigt. Habe ich doch recht gehabt mit dem Pulsding da. Und was ist dann die Auswirkung, wenn es Kassur gibt? Keine Ahnung. Und das da kann übrigens Munition sein, da. 83 Schuss im Ladestreifen. I see. Was ist wieder? Verlasse die Station. Wo? Oh, da an der Humpel da. Okay. We need Latimer mobile ASAP. I'll break open the medkit. Okay, man kann sie heilen. Jeder Marine hat einen eigenen Gesundheitsbalken. Der Gesundheitsbalken besteht aus folgenden Elementen. Leben wird durch Gesundheitspunkte angezeigt. Rüstung wird durch weiße Rüstungspunkte angezeigt. Dann ist das nicht Munition, sondern es ist Rüstung. Tatsache. Und ein Debuff sagt man auch leichte Verletzung am Bein. Es gibt sogar verschiedene Verletzungsstati am Fuß. Bewegungsgeschwindigkeit um 30% verringert. Vielleicht gibt es dann zufällig auch mal Verletzungen am Arm und so, dann triffst du schlechter oder Verletzung am Kopf, dann sägst nicht so weit oder irgendwie sowas. Wenn die Gesundheit eines Marines auf 0 fällt, geht er entweder in einen kritischen Zustand über oder stirbt. Okay. Marine, wenn die Gesundheit eines Marines auf 2 Gesundheitspunkte fällt, erleidet er eine leichte Verletzung. In diesem Fall hat ein Marine eine Beinverletzung, was seine Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Die Auswirkungen leichter Verletzungen sind im Kodex beschrieben. Gut, da können wir mit dem Mauszeiger drüber fahren und gut ist. Interaktionen mit Marines. Wähle deinen verletzten Marine, um sein Interaktionsmenü zu öffnen. Aha. Und dann Erste Hilfe. Kostet einen Koffer, wir haben einen übrig. Der verletzte Marine wird von einem Truppenmitglied geheilt und all seine Gesundheitspunkte werden wiederhergestellt. Und wird natürlich dann verbraucht. Es ist sehr selbsterklärend, aber wir tauchen in Ruhe in das Spiel ein. Ich habe nämlich bis jetzt ein relativ gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Gee, thanks. Sind wir schon da? Bloß sie gefällt mir nicht, sie hat bloß ein Pistolen. Die hilft uns nicht, weil ich möchte noch eine Marine, ich möchte die selbst zu, ich weiß nicht, wie es heißt. Die Zweihänder möchte ich einfach. Shit, they're in the walls! Deine Marines können auf Fertigkeiten zugreifen, mit denen sie besser auf verschiedene Bedrohungen reagieren können. Du kannst das Fertigkeitenmenü öffnen, wenn du Space drückst. Was haben wir jetzt wieder gekriegt? Schrotflinte! Das wollte ich hören. Wähle im Fertigkeitenmenü den Schrotflintenschuss. Der am nächsten stehende mit einer Schrotflinte ausgerüstete Marine feuert einen Schrotflintenschuss ab, der in einem begrenzten Bereich Schaden verursacht.
They're too close! Switch to sidearms! Ach, da hat jeder Schrotflinten dabei, oder was? Und dann zielen wir da einmal so, oder wegen einem Streuschuss. Es ist die Frage, ob es natürlich mehr Schaden macht, je weiter das Viech im Kegel ist, oder ob ein Streifschuss genauso viel Schaden macht. Ich tue jetzt da aber mal genau, das werden wir im Laufe der Zeit schon herausfinden. Those things are handy for close encounters. Schrotflinte, Boomstick, immer gut. Sprenge absolut richtig smart gun. Ja, ich sag schon, das wird ziemlich stressig, wenn man da nicht auf Pause drücken kann. Was ist jetzt? Verlass die Station. Was ist jetzt? Die Töne. Ich mag nicht mehr laufen. Ich glaube, Laufen hat sich jetzt erstmal erledigt. Kamera kann man einen Winkel, ein bisschen, dass man weiter 4 sieht, so oder so ist es eigentlich schon ganz. So taucht man etwas mehr ins Spiel ein, habe ich so das Gefühl. Okay. Steht er über dem Radar, stresst. Ja, ein bisschen decken. Komm. Ja, das hilft uns Scheißdeckung vor dem Alien. Da liegen ein paar Breckerl. Hirnbrei-Batzletten! Warte, die leicht's noch mal an, damit wir's schön sehen. Hashtag Hirnbrei-Batzletten! Hell of a time for a migraine. Seriously, Sarge? What's up with you? Move! Now! We're in danger! Da glaube ich, kommt der Alien raus, das sagt der I. Das sagt der I. Der Klaas ist mehr Fan von First-Person-Spielen. Das ist... Sergeant Harper, pull it together! Beides, We have to leave! Yeah, I heard you! Corporal Hunslet, get your ass down here! Hot evac! All right. Air Hunslet inbound. Have your boarding passes ready. Die 80er Jahre Coolmacker-Sprüche sind natürlich auch dabei, sehr schön. Warte auf die Ankunft des Landungsschiffs, Ort unbestimmt, befehle einem Marine-Unterstützungsfeuer auszuführen. Ja, in welche Richtung? Was ist das für Blödsinn? Machen wir mal nach hinten, keine Ahnung. Reading multiple contacts. Closing fast. Die kommen. How many of those things are there? Wir gehen mal langsam weg von ihnen. Mit dir! Können wir da mal stehen bleiben? Hold your position, Marines! Don't worry, Hunslet, there's no rush. It's not like we're all gonna die. Position halten. Was Fertigkeit? Wenn du das Fertigkeitsmenü öffnest, wird entweder eine Zeitlupe aktiviert oder das Spiel wird pausiert. So hast du Zeit, Fertigkeiten wie Granatwerfer oder Schrotflintenschuss leichter und präziser einzusetzen. Im Option... Ich glaube, wie sollst du in dem das Vieh an so scheiße schnell... Wie soll denn das auch gehen? Im Optionsmenü kannst du auf der Registerkarte Gameplay jederzeit zwischen Zeitlupe und Pause wechseln. Ganz ehrlich, da bin ich für die ruhige Pause. Ich bin zu alt und zu fett und zu langsam für das, dass die sich in Zeitlupe bewegen. Sag ich dir, was ist? Da bleiben wir jetzt stehen, wo haben sie die Mistviecher? Die springen sogar hin und her. Wir gehen mal langsam, du bleibst schön brav da drin. Sehr schön. Easy. Jetzt muss ich dann schnell eine wichtige Frage stellen. Weil ich gerade, das habe ich schon 2-3 Mal gelesen, dass der YouTube-Chat fürs Anüsschen ist. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum. Otago, this is Harper. Do you copy? Und zwar eine plausible. Hunslet, can you get us aboard? No way, Sarge. Between the debris and the decaying orbit, death trap. Du hast eine Textzeile und einen Text. Damn it. At least those platforms are leaving us alone. The fuck are you talking? They're designed for planetary quarantine, but Lethe has to remain operational. Low orbit is considered safe, but beyond that, it's a dead zone. Cerberus will shut down everything attempting to go through, in both directions. Cerberus, huh? You seem to know a lot about it. I know everything about it. I'm Pioneer Station. That's my job. Yeah, you know why I decided to turn the Otago into scrap metal? I don't know. Systems failure, maybe? You saw the state of the station. Shit, there she goes. Fuck, follow her down, Hunslet. No problem. Fireball like that's hard to miss.
Capricorn, das lasse ich sehen. Aber ich glaube, das haben die Leute, die das vorher geschrieben haben, nicht gemeint. Sie meinen einfach nicht. Und ich möchte außerkitzeln, dass sie es zugeben. Grafik in die Cutscenes ist übrigens nicht so geil. Aber es ist eine Ingame-Grafik mit so einem Top-Down-Ding. Das ist echt akzeptabel. Und es ist kein AAA-Game, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich sag's danach gleich nochmal. Welcome home, Harper. You like what I've done with the place? Martinez! It's good to see you, Sarge. Sergeant Martinez, is your communication system working? It's online, but we're only picking up static. These colonies sure have a really... Oder ein ganz schöner Kanisterkopf auf. But who's asking? Meet Deputy Administrator Hayes from Pioneer. Where's Captain Cochran? There's shit going down on that station like you wouldn't believe. Gone. The whole command staff's gone. You're it. Me? You made Sergeant before I did. You've got seniority. Yeah, sure, but these are the captain's orders, as in the deathbed kind. So this shit's all yours. He insisted. If you want me, I'll be in the armory, seeing what survived the crash. Do that. I have a feeling we're gonna need it. Hayes, you better come with me. Ich glaube, das ist jetzt unser Stützpunkt, wo wir leveln und unser Team managen. We don't know what is happening on the Es gibt surface mehr of this Waffen, planet. es gibt Fähigkeiten, McDonald, es my ist boss, lauter so Scheiß. he sure didn't. We have to get in contact with someone if we hope to get out of this mess. I hate to rain on your parade, but the Otago's shithoused. Even if it wasn't, how do we get out past those Cerberus platforms? Well, they'll stop a ship, but not a signal. Flo, If we create merci our für own den relay, Resub. perhaps Aber we die could eine Minute broadcast from low Zeit ist orbit, one. just in case a ship passes by. Do you want to create a sort of satellite? We're not a pirate radio station, Deputy Administrator. Or we could contact Pharaoh Spire. Director Price You needs heard to... Martinez. The relays on this rock could be down for good. You want to send a message? Get out and start walking already. There has to be something we can do. Maybe there is. But I'm not seeing it. So you're gonna sit here and do nothing? Like hell. After what happened up there, regs are clear. We're on an alert footing. There could be a hostile biomorph loose on Lethe. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich drehe jetzt meinen Desktop-Sound ein bisschen runter. Range frequency receiver. Yeah, that could work. Ist der Sound für euch jetzt? For now. But that doesn't solve our Entschuldigung, broadcasting besser? problem. We have to You warn the find a way people. we can do that, then maybe we can talk about making that happen. Until then, we save everyone we can. We're Marines. That's the job. You want to help? Get familiar with this ship. What's left of it anyway. Ich glaube, sie ist dann in dem Team nicht mehr dabei, sondern wir haben dann 4 Marines, aber sie ist unsere Kommandantin. Die USS Otago. Du bist jetzt auf der USS Otago. Die Otago ist nach der Aktivierung des Kerberos-Protokolls abgestürzt. Sie dient den Marines zwischen den Einsätzen als Operationsbasis, wie das in XCOM zum Beispiel auch der Fall ist. Ja, da gehst du von Mission zu Mission und da drin entwickeln sie dein Team einfach weiter. Ich weiß nicht, schauen wir jetzt einmal, wie noch nicht entdeckt, medizinische Quartiere. Administrator Hayes, I know. I don't want to seem unwelcoming, but I don't really have time to talk right now. A lot of Marines are hurting, half my orderlies are dead, and the medbay's being held together with baling tape. How many casualties are we looking at? Between the platforms and the crash? At 20. And that'll double before the day's out. There's another 10 unaccounted for in Hangar Bay 3, but the doors are decompression sealed, so we know how that'll go. It'll get worse still if I don't get back to it, so if you'll excuse me. Yes, sorry. Herr Meier schreibt, es erinnert ein bisschen an XCOM. Es ist dasselbe Spielprinzip, nur eben ohne Runden, nicht rundenbasiert, sondern halt live. Okay, also Einführung in die Station. Was haben wir da? Ein Sergeant Kurz, keine Ahnung. Medizinische Quartiere, Krankenstation, verwundete Marines erholen sich in der Krankenstation. Übrigens, also habe die Ehre an alle, die vielleicht das erste Mal zuschalten, weil ich gerade jemanden lese. Der Dr. Schnuckiputz, kurze Frage, ist die Auto schon wieder langweilig? Weil genau so ist mein Empfinden. Jein. Wenn du kein Typ fürs Endgame bist, ja.
Ich finde, ab Level 70, 75 fangen sie ein bisschen an, sich zu ziehen. Ich werde nur durchziehen bis Level 80 gehen, bin kurz davor. Und dann werde ich mal schauen, was passiert. Da sollen angeblich nochmal andere Items droppen, etc. Und mal schauen, ob es dann nochmal cooler wird. Ansonsten werde ich es auch bleiben lassen, nach 70 Stunden ungefähr. Und dann in Season 1 wieder reinkommen. Aber ja, ab Level 70 und in Qual fängt es dann so, Level 70, 75 fängt es auch ein bisschen zäh zu werden. Muss ich auch zugeben. Der Meister schreibt, blöde Frage, aber wann... Aber haben wir dann nicht auch mehr Möglichkeiten, mit dir zu interagieren, wenn du auf YouTube direkt streamst? Das ist eine gute Frage. Wie meinst du das? Was meinst du genau? Was für Interaktionsmöglichkeiten meinst du da? Es ist nichts wirklich anders. Es ist einfach bloß, Twitch ist halt einfach weg. Und was einen Chat betrifft übrigens, weil da gerade jemand geschrieben hat, der hängt ewig nach, das ist okay. Das lasse ich ja als Argument gelten. Ich habe allerdings im Hintergrund im YouTube-Stream nicht die niedrigste Latenz eingestellt. Dann ist es fast live. Das haben wir sogar mal ausprobiert. Da war mit Sicherheit ist jemand da, der sich noch daran erinnern kann. Dann war der YouTube-Chat sogar vorm Twitch-Chat. Teilweise. Ich habe im YouTube-Chat jetzt so einen Schnellzugriff auf Emojis. Das Icon überdeckt Chat-Nachrichtenteile. Weiß zufällig jemand, ob man das ausschalten kann? Ich weiß, ihr werdet sehr viele Nerven verlieren, aber ihr gewohnt euch drauf. Und wenn wir liebgewonnene Emojis übrigens haben, ich habe natürlich keinen Einfluss auf die Emojis, klar, aber auf die Mitglieder-Emojis. Und wenn ihr da irgendwas haben wollt, wie einen Kappa-Typen oder einen, was weiß ich, was ihr auf Twitch alles so gewohnt seid, let me know, am besten da unterhalten wir uns einmal im Discord, da die sagen. Wer übrigens noch nicht im Discord ist, ab in den Chat, also wir zeigen Discord. Los geht's. Alles, was wir da, was so die gängigen Dinger sind. Von Kappa bis KEKW bis keine Ahnung. Der KEKW ist, glaube ich, drin. Wichtigste Frage, kann man die Soldaten umbenennen? Das ist wirklich eine wichtige Frage, Herr Riese. What the fuck? YouTube hat keinen Theater-Mode wie Twitch, der das Bild groß macht mit Chat daneben. Du kannst aber einen Chat pop-outen und auf dem zweiten Monitor da und groß ziehen, so groß wie du willst. Mach ich zum Beispiel. So, Schluss jetzt. Weiter, Krankenstation. Verwundete Marines werden in die... Da unterhalten wir uns nach dem Gameplay noch ein bisschen drüber, ist auch wichtig. Wir müssen halt noch eine Gedenkminute für unsere Twitch-Zuschauer einführen. Nochmal an alle, ab Montag gibt es von mir keine Twitch-Streams mehr. Wer meine Streams mitkriegen will, montags und mittwochs und ab und zu über den Sommer eher weniger am Wochenende, die kommen dann spontan und werden im Discord angekündigt. Nur noch auf YouTube und ja, weil mich Twitch nicht mehr synchron auf 2 Kanäle gleichzeitig oder 2 Plattformen gleichzeitig streamen lässt, als Nicht-Partner. Und als Partner sowieso auch nicht. Unbedingt der F brauchen wir. Der F brauchen wir tatsächlich, ja. Der Engel, merci wieder ein Reset. Bussi aufs Nussi. Ralfi, die habe ich übersehen. Ich hoffe, du bist noch da. Merci wieder ein Reset. Mich sticht die ganze Zeit der Staunsen ins Kreuz. Grüezi, fix nochmal. Und da Mr. 0 Danny One. Merci wieder ein 6er. Schön Rammer aufgemacht. Prost euch alle. Los, der Schmecke. Ja, Twitch macht sich selbst kaputt, sage ich. Ganz ehrlich, da reden wir nach dem Gameplay drüber. Ich mag jetzt noch ein bisschen da reinzocken. Aber es ist schon wichtig, dass wir drüber schmatzen. Es ist schon eine sehr gravierende Änderung in meinem Internet-Dasein, ja? Eine ganz gravierende sogar. Das ist extrem schade. Red mal ab 10, Viertel nach 10 drüber. Jetzt schauen wir. Ich möchte mindestens eine so eine Mission noch spielen, ja? Verwundete Marines werden in Krankenstation geschickt, um sich von ihren Verletzungen zu erholen. Ah ja, das heißt, man wird wahrscheinlich mehrere Marines so in einem Pool haben und wenn dann ein paar verletzt sind, ja, dann erholen sie die 2 Missionen lang und dabei spielst du mit anderen. Das hat mich in XCOM eigentlich ein bisschen aufgeregt. Sobald ich nämlich 5 Missionen gemacht habe, dann leveln deine Marines und dann sind sie auch stark und dann musst du einen Level 1 Trottel mitnehmen, der gar nichts kann. Das ist ein bisschen sehr extrem ärgerlich, muss ich sagen. Was genau muss ich jetzt tun? Wähle den verwundeten Marine aus. Okay, der ist 1 Tag Restzeit. Das ist die Sandra Kurz. Klasse Anfänger. Genesener Patient, 1 Tag übrig. Intensivmedizin. Verkürzt die Pflegedauer um 1 Tag. Einen Arzt zuweisen. Kostet einen Arzt. Und wie viel haben wir? 2 von 2. Das heißt, man kann wahrscheinlich immer maximal 2 Marines so einen Arzt zuweisen und wenn der dann wieder gesund ist, wird er wieder frei. Das machen wir. Den muss man halten. This okay. one's a priority. Understood. So, trifft die leitende Konstrukteurin in der Werkstatt. Ort, Werkstatt. Okay, Werkstatt freigeschaltet. Bin ich gespannt, was man da tun kann. Stay safe, okay? Ich finde da cool, dass das für Indie-Game für jeden Scheiß da gar eine Cutscene drin hat. Auch wenn es jetzt nicht so gut ausschaut. Das ist voll in Ordnung. All I can do to stop this place caving in. All right, I'll let you get on.
Thanks. Prinze, merci für den 5er. Mockerl, merci für den Need a Resub. gun, Administrator? Werkstatt. Sobald sie wieder funktionsfähig ist, kannst du in der Werkstatt Waffen für deine Marines freischalten. Waffen bieten spezifische Fertigkeiten und erhöhen, Pfeil nach oben, den verursachten Schaden. Was haben wir da so? Das Impulsgewehr, die Dienstpistole, die Schrotflinte, das sind ja die 3 Waffenklassen offensichtlich. Man kann jetzt da gerade nicht scrollen. Schauen wir mal, was wir da müssen. Okay. Da haben wir das Impulsgewehr. Dann haben wir da Schrotflinte, Flammenwerfer, Minen, Raketenwerfer, Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, Revolver, Plasmagewehr, schweres Impulsgewehr, Signaturwaffe. Was ist eine Signaturwaffe? Ist das... Ah, das ist Smart Gun. Erfordert Level 3 Richtschütze. Okay, es gibt verschiedene Marine-Klassen. Da braucht man eine beliebige Klasse. Was haben wir da? Revolver ist wahrscheinlich auch beliebig. Maschinenpistole ist wahrscheinlich auch beliebig. Das sind leichte Waffen. Schrotflinte ist auch eine beliebige Waffe und dann fängt es wahrscheinlich an, ne? Spezialwaffe, Minen. Level 6 Marine. Nochmal ein Aufklärer. Fürs Scharfschützengewehr ein Marine. Und was war das andere? Für die Signaturwaffe ein Richtschützen. Also gibt es 3 Klassen, sage ich das richtig? Denke schon. Kann man da irgendwas machen? Waffe gekauft. Verstümmelungschance, nicht Nachladedauer, Ladestreifen, Größe etc. Kann man die Waffen vielleicht irgendwie ausbauen, damit es besser werden? Weil so sehe ich jetzt, der kostet 100 von irgendwelchen Materialien, aber welche weiß ich jetzt auch nicht. 200. Flammenwerfer kostet 100, den kann man freischalten. Aber wir brauchen mal einen Level 2 Marine. Okay, naja, gehen wir mal ins Labor hinein. Wo ist die Beliebig-Waffe? Bye now. Ab ins Labor, da wird man jetzt auch nicht forschen können, nehme ich an. Fähigkeiten vielleicht. Administrator Hayes, I can't tell you how glad I am to see another Weyland-Yutani face aboard. Allow me to introduce myself. I am Dr. Becker. The company assigned me to the ship in order to oversee trials of a new cryo-sleep routine. But I can't see that happening now. Look at the state of my lab. Months of vital research gone. If I at least had power, I could salvage the backups. But these brutes keep ignoring me. Wird man wahrscheinlich durch Missionen freischalten, die Stromgeschichte, damit sie ja der Station weiterentwickelt und so. It's not about friendly. Who holds higher authority? A Weyland-Yutani executive or your typical Marine? Where does half the USCM's funding come from? Who provides their weapons? You might want to push them. I'm sure they'll back down. Thank you, Doctor. You've given me a lot to think about. Well, of course I have. Deputy Administrator Aber Hayes sehr to the selbstbewusst, bridge. der Doktor. Hayes, please report to the bridge. Stay safe out there. Was kommt jetzt da im Labor? Noch nix wahrscheinlich, weil es ja noch nicht This is what aufgebaut the ist. short-range frequency receiver picked up. It's a Was locken da für ein distress rotes message Ding from auf deinem nearby Tisch? Passiert. Sheriff Newsom, that Hill Township they're killing everyone. We need help. The Barrows fire too coffee. Oh no. You thinking what I'm thinking? We have to go there. See for ourselves. What? Prost, by I the feel way. for those people, but we're blind here. If we're to save anyone, we need proper comms. We got him. The Otago, Hunslet's dropship, our vehicles, my Marines. They all speak the same language. Courtesy of the USCM comm system. That's not what I It's a meant. military decision, Hayes. Which means it's my decision. Those folks need help. Fine. What do you need from me? Well, normally I'd lead the squad and an officer'd run oversight. You know, intel, tactical, from the ARC, our armored recon carrier. I can do that, but I need you to handle the rest from here on the Otago. Oh. I thought I wasn't military. Don't I know it? Listen, if I'm gonna keep my people alive, I need someone with smarts for when mine falls short. If it helps, this ain't exactly what I signed on for either. Welcome to the Colonial Marines. Damit am Befehlsdeck. Du kannst über das Befehlsdeck auf das Einsatzfenster zugreifen. Wähle die Schaltfläche Mission starten. Ein Einsatz übrig, Mission. Und so läuft halt das ab. Du wählst dann eine Mission und schaltest dich dann Stickel für Stickel wahrscheinlich in deiner Werkstatt. Die baust du wieder auf und hast dann Zugriff auf mehr Sachen. Ich darf jetzt trotzdem gerne nochmal auf das Labor gehen, weil ich wissen mich, was man da tun kann. Weiß ich nicht.
Untersuche die Kolonie von Dead Hills und suche nach Überlebenden. Otago-Reparatur, Kampagnenfortschritt 0%, steht da hinter mir. Verfügbare Marines 10. Bleiben alle gleich, oder was? Merkst du, da kann jetzt nirgends wieder ein Einsatz übrig. Operations ready in the following Ah ja, und dann kann man das da irgendwo auswählen. Das ist eine Darstellung des Planeten Lette. Oder Leith, keine Ahnung. In diesem Feld werden alle verfügbaren Missionen angezeigt. Wähle die Kolonie Dead Hills, um auf diese Mission zuzugreifen. Primärziele 0 von 14. Was? Wenn du eine Mission ausgewählt hast, zeigt das Informationsfenster die folgenden Informationen über den Ort an. Die Anzahl der Primärziele, die abgeschlossen werden müssen. Die Anzahl der Datapads, die während der Mission geborgen werden müssen. Die Anzahl an Materialien, die während der Mission geborgen werden können oder müssen. Die Menge an Xenotech, die während der Mission geborgen werden muss. Wähle die Schaltfläche Trupp zusammenstellen. 14 Primärziele? Wie lange dauert denn die Mission? 14 Stunden? Okay, ja, hilft ja nicht. Trupp zusammenstellen. Marines. Uploading mission data. Ah, und jetzt erinnert es sehr schwer an XCOM. So, wir haben einen E. Smith. Der ist Verschwörer. Er ist Feigling. Er hat Pech und er ist ungeschickt. Was haben wir da wieder für einen Arschlochtrupp beieinander? Super cool ausschauen. Der eine ist ein Feigling, der andere hat Pech, der andere ist ungeschickt, lauter Trottel. Befehlsdeck. Für die erste Mission sind die Verwaltungsoptionen gesperrt. Ja, danke schön. Später kannst du auf diesem Bildschirm die Marines auswählen, die du auf Mission schicken willst und ihre Ausrüstung ändern. Ja, das wollte ich eigentlich tun. Wähle die Schaltfläche Inventar auswählen. Jetzt schauen wir da mal, die haben alle eigentlich das gleiche. Alle haben Schrotflinten, Pistolen und diese Pulskernen. Und einer heißt McDonald's. Das ist gut. Vielleicht hat er Happy Meal dabei. Keine Ahnung. Hey, Mr. Xenomorph, bitte friss mich nicht. Da ist ein Happy Meal. Da ist sogar noch ein Spätzeug drin aus den 90er. Ja, gut, dann nicht. Inventar auswählen. Was ist jetzt das? Kommen da jetzt Fertigkeiten mit? Ah, okay. Befehlsdeck. Wenn dein Trupp zu einer Mission aufbricht, kann er verschiedene Vorräte auswählen. Sanitätskoffer zum Heilen dienen dazu, die Marines zu heilen und ihren Stress zu verringern. Werkzeuge werden zum Verschweißen von Türen und für andere technische Interaktionen benötigt. Und diese Dinge kosten pro Stück 10 so, ich nenne es jetzt einfach mal 10 Eisen, 10 Vorräte und 50 Hammer. Und das sind halt, ich glaube, das sind kleine Nebenmissionen, also Entdeckungen in die Missionen, dass du das Zeiger sammelst, damit du halt leichter tust. Also hast auch was davon, wenn du das ganze Level erkundest und nicht bloß die Primärmissionen machst. Ich darf jetzt einfach mal sagen, wir nehmen ein Werkzeug mit und einen Koffer. Das muss für die erste Mission gelangen, also sei mir nicht böse. Und ich hoffe, dass das noch mehr Zeug wird, damit man mehr Gameplay-Mechanics hat. Das haben wir jetzt in der ersten Mission, da gibt es da nicht viel. Und da kriege ich ganz massiv harte Flashbacks von lass sie gefälligst in Ruhe, du Mistvieh! Ah, das ist ein sehr Badass-Moment. Ah, und das aus den 80ern. Das ist eigentlich fast unfassbar. So, wähle 2 Vorräte von jeder Art, steht dabei, dann müssen wir doch 2 nehmen. Na gut. Dein Trupp ist bereit für die Mission. Mission starten. Ab dafür! Mr. In-Proxy am Freitag in einer Woche. Ich hoffe, du hast es gehört und der Ton war nicht zu laut. Der Fetzengaudi. Mir wird gerade gar blümerant. Es ist mein inneres Blumenpflücken, Sie zu begrüßen, Mr. Fetzengaudi. Sicherlich sind wir wieder dabei. Und wenn ihr mir Hochdeutsch redet, dann ruft's mit schon einen Sanko. Dankeschön. Was labert ihr? Keine Ahnung. From there, we'll take a look around, see what's going on. Keep your eyes open for survivors. Be ready for a firefight. Even a bad day can get worse. Habe ich allerdings eine schlechte Nachricht für die, Mr. Fetzengaudi. Ich hoffe, du bist noch da, bevor ich offline gehe. Wir werden uns über diese Situation noch unterhalten. Das ist heute mein letzter Twitch-Stream. Und das ist genau, du bist ein sehr schönes Beispiel. Du bist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir einfach dann Leute so nicht mehr entdecken werden. Und das, da bin ich wegen lästig. Das ist ärgerlich. Diese geldgeile Scheißdrecksfirma. Administrator Hayes, are you settled in up there? I think so. This tech's old, but I can work with it. Don't let Corrigan hear you say that. Okay, standard recon. Get the perimeter gate open, and let's see what's going down in this burg. On it.
Bediene das Terminal, um das Perimeter der Kolonie zu öffnen. Ist das schon ein Primärziel, oder was? Affirmative. Sehe ich irgendwo meine Missionsanzahl? Es ist ein bisschen laut, habe ich das Gefühl. Fetzen schreibt, warum letzter Stream? Hörst du ganz auf oder machst du woanders weiter? Ich bin eigentlich YouTuber oder bin eigentlich bekannt worden durch YouTube, sagen wir es so. Meine etwas kleinere Community sitzt auf Twitch, meine Hauptcommunity sitzt auf YouTube. Ich stream parallel auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Vor 2 Wochen hat Twitch seine AGBs geändert, dass man dass auch Nicht-Partner simultan nur noch auf einer Plattform, nämlich auf Twitch streamen dürfen. Und YouTube ist mir einfach wichtiger, darum fuck you Twitch. So, weißt du, was der I sagt? Das scheiß Spiel ist unfassbar laut und ich scheiß gleich her! Machst du mal 40%, hätte ich gesagt gehabt. Da. Montags Twitch, mittwochs YouTube, morgens Aronal, abends Elmix. Mal was riskieren. So, los geht's. Immer noch beschissen laut. Sag mal, für was gibt's denn eigentlich einen Soundregler, wenn er nicht anspringt? Fix Mari, Gesamtlautstärke 20%. Was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Come on, Team! So, was müssen wir da? Betritt das Gebäude der Ladekontrolle. Was ist denn das da? Automatisches Geschütz? Nur für die entsprechende Fertigkeit verwendet. Was für eine Fertigkeit mit automatisches? Was haben wir da alles auf einmal? Vergeltung? Taktische Analyse? Was ist das? Leuchtfackel. Die wird einen Bonus von plus 10 auf die Treffsicherheit jedes Marines, der auf Feinde innerhalb von 7,5 Meter Radius der Leuchtfackel schießt. Außerdem hebt die Vor mir haben wir lauter Sachen, was? Granatwerfer, Schrotflinten haben wir gehabt, Leuchtfackel, okay, Ziel, okay, mehr Accuracy, passt. Der Marine deckt einen ausgewählten Bereich ab innerhalb, dieses Sperrfeuer, das haben wir schon gehabt, was ist das? Taktische Analyse. Gewährt die Fertigkeit taktische Analyse, fügt sofort 2 Befehlspunkte hinzu. Und verbraucht dabei einen Schraubenschlüssel. Woher kriege ich einen Schraubenschlüssel? Vergeltung. Wenn Vergeltung aktiviert ist, regenerieren die Marines 1 AP oder 2 AP, wenn die Anzeige voll ist. Ihre Tapferkeit wird vorübergehend erhöht und ihre Befehlspunkte regenerieren sich schneller. Und was kostet dies wieder? Die Anzeige kapiere ich nicht. Ja, ist egal, werden wir schon herausfinden. Hallo, absolute Zerpimmelung. Los geht's. Betritt das Gebäude der Landung. Fokus auf Truppleiter. Ist da? Home. Was Home? Ist besoffen oder was sind wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Position 1 ist zentrieren. Okay. Okay. Ja, ist ja egal. Ich habe vorher übrigens einmal gelesen, was ist das für ein Spiel. Es ist übrigens Aliens Dark Descent. Es ist ein nicht Rundenstrategie, Top-Down Strategie, bla, wie XCOM, sondern eher live anstatt rundenbasiert. Und im Prinzip eigentlich, glaube ich, genau das gleiche, aber halt mit Alien-Franchise. Die Marines werden auf verschlossene Türen stoßen. Alle Klassen von Marines können verschlossene Türen öffnen. In der Nähe von verschlossenen Türen befindet sich immer ein Terminal, mit dem du die Sicherheitsfunktionen dieser Tür umgehen kannst. Hackerman! Wähle das Terminal, um die Interaktions... zu zeigen, ja, entsperren. Wow. Wie viele Optionen wird es geben? Außer entsperren und Steuerung Alt entfernen, keine Ahnung. Danke, YBO. Top-Down Real-Time Strategy Game. Ein TD... Das sind die Guten. Makal, merci für den Resub übrigens. Da hat übrigens gerade jemand gefragt, was ist ein Resub? Meine Subscriptions gibt es bei mir nur auf YouTube. Sogenannte YouTube-Mitgliedschaften. Die kosten 5 € im Monat. Wer das machen will, freue ich mich natürlich. Ein Zelt in die Hose, das ist eh ganz klar. Niemand wird gezwungen, ich rede eh niemals drüber, aber wenn einmal jemand fragt, hätte es vielleicht einmal gesagt. Das habe ich zum Beispiel auf Twitch nie machen können. Warum? Weil ich kein Twitch-Partner bin. Warum? Weil ich kein Twitch-Partner werden wollte, damit ich parallel auf YouTube streamen kann, wo meine Community sitzt und parallel auf Twitch. Aber seit 2 Wochen darf ich das nicht mehr und bevor ich eine Verwarnung kriege, eigentlich sollte man, es heißt ja, man kriegt erst eine Verwarnung. Eigentlich sollte man einfach auf YouTube und Twitch weiter streamen, bis ich die Verwarnung kriege. Ich gebe da aber Brief und Scheißhaussiegel, dass keine Verwarnung kommt, sondern das heißt, entschuldigen Sie, Herr Birger, wir haben Ihnen eine Verwarnung gesendet per Brieftaube. Diese ist über den Kosovo abgestürzt. Sie haben nicht reagiert, wir sperren Ihnen jetzt Ihren Kanal. Okay, tschüss. Genau so wird's laufen, ich garantier's dir. Der OBG Alex schreibt, dann braucht der Birger ein Restream auch nicht mehr. Nein, vorerst nicht. Außer es entwickeln sie... Also Twitch macht schon ziemlich viel Scheiße momentan. Also momentan ist es zwar wirklich krass, eine Scheiße nach der anderen. Unterhalten wir uns nach dem Gameplay drüber. Ich rasch da raus. So, jetzt machen wir die Mission. Reinpimmeln. Gibt's das Spiel für die Xbox? Das ist eine coole Frage, weiß ich nicht.
Weiß ich wirklich nicht. So, keine Seele, dort ist eine Geisterstadt. Es bewegt sich ja noch nichts auf dem Bewegungsmelder rechts unten, da können wir mal durchstapfen. Wir finden einen Weg durch das Gebäude der Landekontrolle. Okay, wir müssen mal da hinten. Haben wir eigentlich da schon eine komplette Map tatsächlich? Oder das ist für. Was ist da? Da ist Gefahr. Da eine große Map. Wie mir Hacko zackelt im Hinteren. Große Map. Wo haben wir? Position 1 drücken, dann haben wir wieder da, wo wir hinbringen. Okay. Oh, Taschenlampe. Du kannst in deiner Umgebung links halten, um in deinem Charakter zu befehlen, in die entsprechende Richtung zu laufen. Taschenlampe, das haben wir doch. Das hebt interaktive Elemente hervor. Aber die haben auch grün markiert, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Geht der erste Marine da hin. Und das muss ich mir nur ein bisschen gewohnen. Der Rechtsklick befehlt alle, der Linksklick macht. Da findet man diese Schrammschlüssel-Dinger, ich verstehe. Und alles, was irgendwie grün ist, glaube ich, kann man anklicken. Operator, glaube ich, hat ein Loch im Kopf. Herr Juni, hofft es deren alle. Denkst du drüber nach, Kick zu verwenden? Hoffe nicht. Nein. Ich hab kurz drüber nachgedacht, sage ich dir, wie es ist. Dann bin ich das erste Mal auf die Seiten gegangen und hab gedacht, hey geil, schaut genau aus wie in Twitch, sprichwörtlich bloß in grün. Dann habe ich gesehen, Kategorie Nummer 1 ist Casinos, Kategorie Nummer 7 ist Hot Tubs und irgendwelche Bikini-Fotzen, die sie, pass auf, sich so groß machen und das Gameplay so groß ist wie die Minimap da unten und dann sitzen sie da und deren so, als warten sie irgendwelche Gamer. Ach, halt doch dein Maul, Alter. Wenn man denkt, alles klar, hat sich schon erledigt, scheiß auf den Kick. Außer es entwickelt sich noch anders, dann ja. Dann vielleicht, aber so, nein. Dann nehme ich lieber wieder Facebook mit ins Boot. Dann streame ich lieber wieder parallel auf Facebook Gaming, Alter. Da haben weniger Vollidioten. Da, was muss ich jetzt da eigentlich da interagieren mit dem Satcom-Konsole, um Haze zu verbinden? Also das ist das Ding da, ja. Mit der Tago verbinden. Okay. Haben das alles lauter einzelne Primärziele da jetzt, oder was? Das sehe ich doch auch da irgendwo. Ich muss doch 14 Primärziele abschließen. Ist jetzt das eins davon? Oder ist jeder Schritt eins davon, sagen wir so? Oh. Satellitenuplink wird aufgebaut. Ja, der Elon hat überall seine Griffe drin. Meta-Konzern. Ja, Google-Konzern. Jeder Konzern, Aber was möchtest du mehr? Okay, squad, you heard the lady. We'll get this door unwelded and continue our path towards the colony headquarters. Durchbricht die Schweißnaht an der Tür. Die Marines werden auf verschweißte Türen stoßen. Alle Klassen von Marines können verschweißte Türen durchbrechen. Wähle die Tür, um die Interaktionsoptionen anzuzeigen. Und alles dauert aber ein bisschen, das ist schon... Und währenddessen kämen... Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass in späteren Missionen alles gleichzeitig passiert. Du wirst angegriffen, du musst die Schweißnaht aufmachen, dann musst du durch, währenddessen musst du Sperrfeuer halten, damit... Und das kann schon ziemlich cool sein. Also das werden wir halt in der ersten Mission nicht wirklich erleben, nehme ich mal an. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da haben irgendwelche grünen Dinger da. Dein Trupp kann hier einen Schutzraum schaffen, um seinen Stress zu senken. Okay. Nehmen wir mal hier da. Die Kamera drehen, damit ich mir aufkenne. Ist das der Raum? Wie tut man das? Das ist ein Schutzraum, oder was? Verstehe jetzt nicht ganz, aber ist okay. Gehen wir. Bei Kick bekommst du 95% von den Subs. Ja, das ist schön, aber wenn die Community eine absolute Fotzenscheiße ist, dann scheiße ich auf 95%. Die Leute, die mich kennen und lange dabei sind, ich gehe da nicht hin wegen am Geld. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Sprichwörtlich einen Scheißdreck interessiert mich das. Und ich hätte halt einfach immer schon, red mal nach dem Spiel drüber, sonst hör ich nicht mehr auf zum Labern. Die Kolonisten haben sich verbarrikadiert. Jeder Marine kann C4 anbringen, um Barrikaden zu zerstören. Das kostet dich einen Ladestreifen. Ja, scheiße auf die Kolonisten, das ist mein Ladestreifen, Alter. Ja gut, müssen wir... Spreng! Muss ich da jetzt weggehen? Gehen wir mal lieber weg. Gehen wir mal lieber still weg.
Da hat's kurz geruckelt. Das darf mit einer 4090er nicht passieren. Dass irgendwas auch nur 1 Millisekunden ruckelt. You know what this reminds me of? We don't know it was those creatures. Could be an uprising, could be anything. Es bewegt sich halt auch noch nichts. Stay frosty, Marines. Stay frosty. Come on, team. So, wo müssen wir hin? Jetzt sagt sie so, erreiche das Koloniehauptquartier, 1. Stock. So, jetzt machen wir so mal. Erster Stock. Wo ist der scheiß Aufzug? Ja, Freunde der Sonne, soll ich schmecken, wo der Aufzug ist, oder was? Hä? So, jetzt wieder schmecken, wo ist das da der Aufzug? Was ist denn die Legende? Was sagt denn da die Erscheinungspunkt? It's quiet. Too quiet. Ja gut, bewegen wir uns einmal da langsam durch die Karten, ob da noch was aufdeckt wird. Da ist also die Map so komisch abgeschnitten. Die 4090er kann nichts dafür, wenn es von so einem grintigen Intel-Teil angetrieben wird. Ja, mit einem AMD-Prozessor hätte es schon zerrissen. War schon lange abgeraucht. Oh, nicht wegen dem Prozessor, sondern wegen der Treibersoftware von AMD. Oh, jetzt haben wir was gefunden. What the hell is that? Ah, Schleimletten! Hirnbrei-Barzletten! Did they not teach you about biohazards in the USCM? Don't touch it! You done? Good. Marines, there's something in here with us. Doesn't take a genius to guess at what. Stay sharp. Come on, team. Das ist aber so geil. In Prometheus zum Beispiel. Da haben sie die krassesten Geologen dabei für die Orientierung und zum Umeinanderwissenschafteln und den krassesten Biologen dabei, um auf einem fremden Planeten fremdes Leben zu erforschen. Und das erste, was der scheiß Todesbiologe macht, wenn er das komische Alien-Viech sagt, ist: Oh, du bist aber lieb. Oh Gott, Alter, da bin ich da gesessen und wie geistig behindert. Wer hat denn die Scheiße geschrieben? Sag mal! Come on, team. Move, move. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, wie die Kamera schaut, so. Jetzt da können wir nicht aussehen. Hurry up, Squad. Müssen wir in den ersten Stock. Wir haben keinen Anhaltspunkt, wie wir da jetzt in den ersten Stock aufkommen. Ist das wenigstens, so ein Song, weißt du, dass der erste Stock, der Raum im ersten Stock genau an derselben Position ist wie da. Jetzt warte mal, so mal. Nein, da ist einfach nichts. Woher soll jetzt ihr wissen, wo der scheiß Aufzug ist? Muss jetzt jeder man muss jetzt tatsächlich Zahn durchsuchen, oder was? Oh, da kann man was wegspringen. Ich hab schon gesehen. Spreng. Sprengi! Nochmal! Herr Oberreiter! Merci für den Resub! Servus Birger, wie war's im Urlaub? Schöne Grüße aus Österreich. Da musst du einen Montagsstream schauen. Da sag mal, wart ihr am Montag alle nicht da? Was ist mit euch? Oh! Ich bleibe mir lieber testweise nicht neben der C4-Sprengung stehen und schau, was passiert. In der Legende hat man doch einen Aufzug gesehen. Hat man? Nochmal. Aufzug, da, Pfeil und tatsächlich, es gibt ja einen Fog of War. Achtung, 5 Noob-Sekunden, was ist der Fog of War? Auf Karten in Strategiespielen sind gern Abschnitte von der Karte noch nicht aufdeckt und halt mit einem Nebel des Krieges bedeckt. Und dann siehst du das nicht. Aber es ist halt, ja gut, du musst halt dann durchsuchen. Den hätte man optisch ein bisschen besser darstellen können und nicht in der gleichen Farbe wie der Hintergrund. Das war vielleicht ganz toll, damit ich das gewusst hätte, damit ich das gewusst hätte. Ja, ab in den Aufzug, da müssen wir rein. Da ist was ich weiß. Was ist jetzt wieder? Lass mich raten, er stürzt ab. Guys, I have a bad feeling about that. Come on, you've watched too many movies. It was built by the way you. It'll hold. Get us upstairs. On my way. Okay. Dann auf. Der Dragon Cry schreibt, ich finde den Prometheus und den Covenant eigentlich nur geil wegen Michael Fassbender. Das ist richtig, der Prometheus ist aber wirklich absolute logische Drecksscheiße. Und so zieht der Lord da aus seiner Hosentaschen. Lauter sein Bullshit. Der Geologe verlauft sich innerhalb von 5 Metern in einem runden Raumschiff, das ausschaut wie ein Berg. Aber Covenant finde ich auch ganz geil. Covenant ist ganz in Ordnung. Er ist auch nicht wirklich geil, aber er ist das beste Alien-Erzeugnis seit langem. Und der neue ist ja auch schon in der Mache, Romulus, und da hat eine Sigourney Weaver sogar schon gesagt, das wird das Alien-Franchise retten. Da bin ich gespannt, ob es da gekauft worden ist oder nicht. So, interagiere mit dem Terminal, um die Abriegelung aufzuhalten. Also, no ist nicht viel passiert. Ich bin ja gespannt, wann wir den ersten Alien-Encounter haben. Deactivating now.
Let's hope this works. So, jetzt schauen, oh, da ist was Grünes. Schauen wir mal, kann man da was machen? Da haben wir was. Datapad bergen. Aha. Haben wir mehr so kleine Sachen. Alles, was irgendwie grün blinkt, da hat's ihr wieder gefordert. Alles, was da irgendwie grün blinkt. Also nicht die Tür, sondern zum Beispiel so eine Kisten da. Okay. Können wir Sachen bergen. Schauen wir mal, was drin ist. Das war jetzt ein Datapad. Was man mit Datapads dann macht, weiß ich nicht. Kann man dann vielleicht ein bisschen Labor brauchen. Schauen wir mal. Was haben wir da gekriegt? Ja, so ein Ding. Passt. Gehen wir da rauf. PDT bergen. Double Time. Accessing Terminal. Haben wir da irgendwas Grünes? Irgendwas looten? Looten und bluten, Kinder. Was ist denn jetzt wieder? Sektorenkarte. Ein Stockwerk enthüllen. Sektorenkarten erlaubten es dem Trupp, die Karte eines Sektors aufzudecken. Es kostet ein Werkzeug, den Raumplan des ausgewählten Stockwerks anzuzeigen. Drücke auf die Schaltfläche, dieses Stockwerk anzuzeigen, um die Karte anzuzeigen. Das wären wir sauber da, weil, wie wir schon gesehen haben, in jeder Kiste ist offensichtlich so ein Schraubenschlüssel drin und es hilft sehr viel, wenn die Karte aufgedeckt ist. Habe ich jetzt schon gespannt. Schau dir das so, die ganze Kartensektor ist aufdeckt. Schaut überhaupt nicht, kann man brauchen, macht das Leben leichter. Wunderschön. Außerzoomen. Was ist jetzt als Sektorangabe? Mit dem Fenster für die Stockauswahl auf der linken Seite des Bildschirms kannst du wählen, welches Stockwerk angezeigt wird. Wähle das Erdgeschoss. Erdgeschoss. Wähle die Schaltfläche dieses Stockwerk anzeigen, um die Karte des Erdgeschosses zu... das kann man auf jedem Erdgeschoss, also das kann man auf jedem Stockwerk kann man das machen. Das machen wir jetzt einfach einmal. Schau dir mal das so, das ist ein Riesenkarten und das für Mission 1. Bist du behindert, Alter? What have we got, Hayes? I'm reading 7 signals with vitals. Wait, one's right inside the room. Hey, you in the locker. My trigger finger's Im spinnt schon wieder einer drin. Come out. But come out friendly like, yeah? Don't shoot! Don't shoot! I just don't feel so good. Calm down. We're not gonna hurt you. What happened here? It got me. It got me like the others. It got him? What does he mean? All right, settle him down. Something. I had something on my face, and then... Ooh. Mr. Chestburster, where are you? What the hell? Schießen! Schieß auf den kleinen knockerten rauen Pimmel! Ceasefire! Ceasefire! Screw that! I'm out! He said something latched onto his face. I've seen that. It's what happened to Wurde hier Elden Ring gespielt? Ja. Aber nicht durch. Also nicht im Stream durch. Dauert's lang. Passt nicht in mein Streaming-Konzept. Zumindest in der Primetime. One gross than the other. That's probably why we found that skin down there. So we could be seeing a lot more of them here? How many? What's the population of Dead Hills? I'd start there and hope for better. Shit, man. I don't like that. Great. That's just great. Securing from emergency lockdown. In 5, 4, Oh, Aliens incoming. 2, 1. Na, wir kommen einfach bloß weiter. South door is open. Stay alert, Marines. These things can attack us from every direction now. Was? Finde Kolonist O'Neill. 5 neue Ziele. Bescheuert oder was? Der Kolonist O'Neill. Ist der da herum jetzt oder was? Alter, das ist ja ein Riesenkarten. Die Scheißmission dauert 8 Stunden. Kann man da speichern? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da die... Was ist jetzt wieder? Was war denn jetzt wieder? Ja gut, uns wird das Missionsziel wird mir gesagt. Und solange nichts auf dem Bewegungsmelder ist, können wir uns eigentlich, hoffe ich, einigermaßen flott durchbewegen. Ich bin jetzt bloß gespannt, wann das erste Mistviech irgendwie daherkommt. Ah ja. Es sind ein bisschen Fake Cutscenes, finde ich. Du wirst immer wieder... Oh, okay. This is how those things got in. Squad lead, deploy a field spotter. I want to know if anything comes out of this hole. Was? Ein absetzbarer Bewegungstracker? Ja, sag einmal, du musst da die ganze Map zudingsen oder was? Okay, wieder ein neues Gadget. Mit absetzbaren Bewegungstrackern kannst du Bewegungen auf der Karte verfolgen. Der absetzbare Bewegungstracker kostet einen Befehlspunkt. Wähle den absetzbaren Bewegungstracker aus,
Dann setzen wir den. Das ist ja nur noch geil gemacht eigentlich. Setting up motion tracker. Du bist da nicht so direkt an einer Mission, machst ein Ziel und haust wieder ab und hast 2, 3 Encounter, sondern du bist permanent auf der Karten und musst Scheiße regeln. DBFPV, ich werde Twitch echt vermissen. Was? PIP? Bei YouTube musst du wieder Premium haben. Ich weiß nicht, was PIP ist. Picture in Picture? Weiß jetzt auch nicht, wann nimmt man das hier? Weiß ich nicht, aber gut. Wer bin ich, das in Frage zu stellen? Muss ich mich erst mal orientieren, wo wir sind. Da, wo müssen wir mich hin? Wie müssen wir da oben? Das heißt, wir kommen jetzt da oben, dann laufen wir da um und dann können wir da einen rausholen und da einen rausholen. Können wir da oben nicht nach links gehen? Ach, das da oben ist das Alien-Loch, da ist ein Fragezeichen. Ja, ich seh schon, man muss da schon, man muss da... Da ist was. Da ist auch was. Let's see what's inside. Oh, Munition, okay. Ja, ich sag schon, das ist kein, da gibt's kein Durchrushen. Seh schon. Da jibbert hier nicht. Und wenn hinter uns da jetzt was daherkommt, dann sehen wir mir das durch den Bewegungsmelder. Ich verstehe schon. That's the game. So ein kleiner, wie soll ich sagen, so ein kleiner, jetzt laufen wir ganz ans Ende. Wie kommt man da einer? Wo kommt man da einer? Ja, fast ganz ans Ende. Wir nehmen die 1, 2, 3, 4. Tier links. Gehen wir. Ah, halt, stopp. Da rein gehen wir. Da raus. Rein mit uns. Da haben wir da was zum Looten. Es ist jetzt schon gescheit finster, gell? Hopper, are you reading this? Yeah, looks like the field spotters picked something up. Squad lead, check it out. Sweep and secure. Sweep and secure, was? Absetzbarer Bewegungstracker. Der absetzbare Bewegungstracker hat ein Bewegungssignal erkannt. Neben der Erkennung kann ein absetzbarer Bewegungstracker auch überladen werden, um jeden Xenomorph auf deiner Ebene zu seinem Standort zu locken. Dies kannst du in der taktischen Ansicht auf der Karte auslösen. Öffne die Karte und überwache die Umgebung um den absetzbaren Bewegungstracker. Okay. Karte öffnen. Ach, da kommt... Und dann? Jetzt gehen wir mir da... Es passiert halt alles gleichzeitig. Das ist das, was mich so... Was das Spiel so krass macht irgendwie. Was jetzt auch nicht. Oh, da hat ein Facehacker im Gesicht. Und nie gefunden. Eine seltsame Kreatur hängt an seinem Kopf fest. Improxy schreibt, gut gemacht ist, weil bis jetzt aber ich rieche halt schon die späteren Missionen, wenn es wirklich stressig wird. Wenn von 5 Seiten Viecher kämen und du jemanden beschützen musst und aber dich gleichzeitig bewegen musst und Tieren aufschwarzen und alles gleichzeitig machst und alle deine Gadgets brauchst, damit du durchkommst. Das ist eine richtig nette Idee. Konstrukteur helfen, das ist eine schlechte Idee. Die Viecher haben wir alle schon mal gelernt, die haben so... nicht so lange. Disgusting. Back off, the tail's constricting. It'll strangle the poor bastard. We could take him back to the Otago. Maybe Booker can... You are not taking him to medbay. We can't risk the contamination. God damn it, alright. We can't leave him here like this. Squad lead, put him out of his misery and then get back to the mission. Was? O'Neill gefährdet, das Ding hat seinen Griff um seinen Hals verstärkt. Bereite O'Neills Qualen ein Ende. Das haben sie aber im Film noch nie... Oh, da kommt der Alien. Ja, ist das gut gemacht, Alter. Okay. Und jetzt gräbst da unten, ich hoffe, man sieht es im Stream schon, bewegt sich jetzt ein Alien hier. Jetzt ist die Frage, sucht es nur umeinander? Und da haben wir es schon. Explosionen und Schüsse lenken die Aufmerksamkeit auf deinen Trupp. Jeder Feind innerhalb der Reichweite des Bewegungstrackers wird das Geräusch hören und die Quelle unverzüglich überprüfen. Das finde ich nicht gut. Können wir... Ach du Scheiße. Okay, es ist schon wieder weg. Ja, kann man es jetzt erschießen, das Mistviech? Oder ist das gut gemacht? Ja, leck mich doch am Arsch.
Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Jetzt muss ich mich da so rundum... Oder jeder schießt halt einfach. Ich meine, das ist eh klar. Oder jeder schießt halt. Das ist die Frage, wie krass die Viecher sind, wenn 4 Marines drauf schießen. Es scheint ja nur eins zum sein. Jetzt gehen wir mal da hinten raus. Das ist jetzt ziemlich weit weg. So, schauen wir da mal. Wir müssen nach unten und da eine. Also da dem Verlauf folgen. Es ist nicht im Tracker. Machen wir so. Streifeier machen wir, wenn es wirklich nahe kommt. Alien-Aggressivität leicht. Okay, ja gut, das ist ja der Mission 1. Und wir gehen mal. Was ist jetzt? Oh. Unterstützungsfeuer. In diese Richtung. Und wir gehen mal. Schrotflinte. Oida. Schrotflinte. Triff ich da beide? Natürlich nicht. Ach du Scheiße. Okay, es eskaliert sehr schnell. Jetzt machen wir nach hinten Sperrfeuer. Und nach vorne machen wir Schrotflinten. Das hilft ja eh nicht. Tu das Mistzeug weg. Nicht genug Befehlsbuch. Oh, holy shit. Okay, wir bewegen uns andere Richtung. Wo ist jetzt mein Sperrfeuer hingekommen? Ich hab doch... Okay, da gibt noch eins. Alle in dieselbe Richtung. Bitte alle schießen, danke. Holy shit, Mann! Wie viel Schaden haben wir gekriegt? Ein Strich beim Mr. Okay. Schnell looten. Holen wir den an. Okay. Oh, und die scheiß Alien-Aggressivität. Wir werden mal gejagt und die wird immer krasser, oder was? Je länger das wir brauchen. Wegen der möglichen Säureexplosion ist es gefährlich, einen Xenomorph in der Nähe deines Marines zu töten. Deine Marines können gleichzeitig gehen und schießen, also bewege dich stets in die entgegengesetzte Richtung der Xenomorphe auf dich zukommen. Ja, die haben aber 40 Mal so schnell! Finde McO'Neill, er hat geschaut. Nix McO'Neill, dein Mama ist O'Neill! Da, oh nein, falsche Richtung. Da ist meine. Laufen. Alter. Oh, das ist verdammt gut gemacht. Ich rieche es bis hierhin. Wenn sie das Späno steigt, was ist das da wieder? Abgeschlossen. Sieht aus, als hätte er die Tür zugeschweißt. Wir kommen zu spät, diese armen Seelen, sie wurden von innen heraus getötet. Das heißt, wir können nicht holen. Oh, da kommen wieder Alien, verpissen wir uns. Abflug. Stress 50. Die Jagd wurde unterbrochen. Sehr gut, das ist gut für uns. Wir verpissen uns jetzt erst einmal in Richtung... Alter! Hinten ist das Alien-Viech. Wie schaut der Stress aus? Ah, da ist 55%. Müssen wir mir vielleicht einmal einfach gehen? Oder was ist denn... Wir kommen den abbauen. Weiß nicht, was ist denn da? Öffne die Schweißnaht, um den Überlebenden zu erreichen. Scheiße, wir müssen mal wieder zurückgehen. Was ist das da? Absetzbauer... Ach, das ist der Ding, okay. Drone spotted. Achtung! Sperrfeuer in diese Richtung. Und dann lassen wir es gehen. Komm. Geh nur her. Kannst schon kommen, du kannst schon kommen. Bist schon hin. Okay, wir laufen mal wieder. Wie lange halten das Suppressing Fire da, was er da macht? Das haben wir vorher aber das angeklickt und dann war es auf einmal wieder weggeht. Weil wahrscheinlich aus Versehen in das X einklickt, hä? Na gut. So, los geht's. Los. Stand gerade in diesem gelben Feld, kannst Pillen gegen Stress nehmen. Ja, weiß ich schon. Aber mal schauen, wie weit das kommen muss. Und vor allem, was passiert, wenn das Stresslevel so groß ist, dass irgendein einen Malus auf irgendwas hat. Auf Treffsicherheit oder was auch immer. Da gibt's so ein Medikament gegen Stress. Ja. Are you with the company? Take it easy, man. We're the USCM Corps. I'm under the orders of Sergeant Harper and in contact with Administrator Hayes from Pioneer Station. It's Joe McAllen, Technician 2nd Grade. Lol, es ist einfach 10. Wann genau ist denn eigentlich 10 geworden? Kann man das etwas sagen? No way he's getting in my Okay. dropship. How do you know
I mean, he loaded that door pretty tight to keep these guys at bay. Just keep an eye on him, will you? Squad lead, bring him back to the ARC. But stay alert. I don't want any surprises. Bin ich gespannt, ob aus ihm ein Alien rauskommt, währenddessen wir raus eskortieren. Wann ist denn eigentlich 10 geworden? Gut, ist ein super Indikator dafür, dass er spät geil ist. Technikraum durchgebrochen, der Technikraum ist nun frei. So, was haben wir jetzt mit... Oh, wir haben Loot. Wir haben beide looten, wir nehmen... Folge uns. Sämtliche Befehle. Ich finde das System ganz geil, dass automatisch der nächststehende Marine da hingeht und das Ding erledigt. Währenddessen kannst du die anderen befehligen und in eine Richtung schauen lassen und so. Ist schon ganz witzig. Konstrukteur 4 HP. Was ist jetzt das wieder? Konstrukteur 4 HP. Wer ist der Ach, das ist er da. Stay frosty, Marines. So, komm mal jetzt, was mir jetzt interessiert. Du brauchst ja mir nicht erzählen, dass wir mir alle diese Missionen jetzt auf einmal machen müssen. Wir müssen uns jetzt doch da zurück. Das probieren wir jetzt einfach einmal. Also du kannst mir nicht verzeihen, dass diese Mission dauerhaft so bleibt. Niemals. Dass wir das alles in einem Zug machen müssen. Wir gehen jetzt das probieren wir jetzt einfach. Wir gehen jetzt einmal zurück zum Startpunkt und steigen mal in das Auto ein. Ob wir vorzeitig... Ich kann ja nicht jetzt die anderen 18 Missionen lang diesen Typen da rum eskortieren. Das ist doch ein Blödsinn, oder? Und ja, warte, wie kommt man da rein? So. Aufzug rufen. Währenddessen... Inventar ist voll? Inventar ist voll, tatsächlich. Was ist jetzt da? Bring McKellen zum Panzerwagen. Ah, das ist unsere Aufgabe. Ist der Konstrukteur der McKellen? Weiß ich nicht. Aufzug braucht er ein bisschen. Jetzt gehen wir ins Erdgeschoss zurück. Und gehen wir zum Panzerwagen. Man kann alle machen und den Typen zum Auto bringen. Ich möchte ja die Mission etwas vorzeitig beenden, weil ich mich gern mit euch nur darüber unterhalten würde, was mit Twitch ist. Und warum ich auf Twitch nicht mehr streamen werde. Und warum ich kurz davor bin, eigentlich ein Kruzifix über Twitch zu machen. So, da oben müssen wir, kriegen wir hin. Da ist noch ein Haufen Loot und Munition herin. Ist die Frage, wir haben ja, unser Inventar ist voll, ob wir das brauchen. Schauen wir mal. Ja. Let's see what's inside. Hurry up, Squad! Let's see what's inside und ob uns das was bringt. Ich meine, das sind ja so Materialien, die wir außerhalb der Mission brauchen können. Das müsste da herunter irgendwo sein, ja. Dann müsste da noch was sein. Let's see what's inside. Ja. Safe position taken. Ich komme noch nicht ganz mit der Kamera klar, muss ich ganz ehrlich sagen. So, neben den 3 muss was liegen. Wo? Da ist was. Durchsuchen. Warum kann ich nicht durchsuchen? Inventar ist voll. Come on, team! Move, move! If you need a ride or more firepower, squad, don't forget I can provide both with the ARC. Okay, jetzt gehen wir da rechts oben. Was ist denn jetzt? Der Panzerwagen. Du hast den Panzerwagen freigeschaltet. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, Panzerwagen rufen? Während Missionen kannst du den Panzerwagen einsetzen, um den Trupp und Überlebende zu unterstützen oder herauszuholen. Du kannst den Panzerwagen rufen, indem du auf der Karte ein Panzerwagen-Positionssymbol auswählst. Drücke das Panzerwagen-Symbol, um ihn zu rufen. Ach, da gibt es mehrere Positionen. Ne? Machen wir jetzt so, Panzerwagen, wähle zurück. Und jetzt kommt der Panzer... Ach, und dann fährt der auch. Und das habe ich gemeint, du kannst halt evakuieren. Das ist glaube ich, der politisch korrekte Terminus. Der Improxer schreibt, jawohl, neues Kruzifix incoming. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es ein Kruzifix... Ich schaue mal, ob es ein Kruzifix wird. So viel gibt es über Twitch dann auch nicht zum Schmatzen, dass da jetzt ein 10-Minuten-Video draus wird, aber mal so ein kurzer Rant schaut schon nicht. Der Panzerwagen. Wenn Panzerwagen in Position ist, bleibt er an diesem Ort und verteidigt das Gebiet. Du kannst auf folgende Arten mit dem Panzerwagen interagieren. Trupp verlegen. Damit kannst du deinen Trupp zu einer anderen Panzerwagenposition auf der Karte... Das ist ja auch geil. Da muss ich nicht laufen. Überlebende exfiltrieren. Bring die Überlebenden, die dem Trupp folgen, im Panzerwagen in Sicherheit. Trupp Exfiltration. Der Trupp verlässt die Mission und kehrt zu Otago zurück. Und ich hoffe halt, dass man dann dass man nochmal in die Mission rein kann und die restlichen Missionsziele macht und nicht alles auf einmal. Weil, ich habe die ganz schwere Vermutung, da rechts oben, wir haben gerade halt unser Truppstatus, wir haben unentdeckt vor die Viecher. Die Alien-Aggressivität ist leicht und je länger wir in der Mission sind, da läuft so ein Zeitbalken ab. Und da ist schon so ein Ausrufezeichen.
Und was weiß ich, was diese Symbole bedeuten, das werden wir noch herausfinden. Dieses Spiel werden wir definitiv noch einmal spielen. Ich bin mir nicht sicher. Ist zum Zuschauen in Ordnung? Mir taugt es halt voll. Sag ich dir, was es ist. Es ist, auch wenn ich nicht viel sehe, Spiele spiele, vor allem für den Stream, habe ich das immer fragwürdig gefunden zum Zuschauen, aber ich finde es geil. Es ist halt mal was anderes. Sowas in der Art haben wir noch nie gespielt, aber ich feiere es ganz anders. Es ist eine Mischung aus XCOM XCOM ist einfach der Platzhirsch, was diese Spiele betrifft. Bloß einfach ein bisschen anders mit sehr viel guten Ideen bis jetzt. Und wir haben ja gerade mal am Anfang. So, verstanden? Das heißt, wir klicken da jetzt drauf, Trupp verlegen, Überlebende rausholen und dann soll er uns rausholen. Abgeschlossen, der Konstrukteur ist sicher an Bord des Panzerwagens. Jetzt darf mich nur noch interessieren, was es bringt, dass wir diese Mission jetzt gemacht haben. Trupp-Exfiltration, das werden wir jetzt gleich herausfinden, wenn wir die Mission beenden. Ah ja. Da haben wir alle die Marines, wir haben Sino-Proben, haben wir keine, was wir so eingesammelt haben. Du kannst diese Mission bei zukünftigen Einsätzen fortsetzen. Das ist exakt, was ich lesen wollte. Das ist ja nur noch geil eigentlich. Wenn es stressig wird, verpisst dich halt einfach oder du gehst wieder mal den Stress ein. Bestätigen. Hey, you passing the bar? Bring me back some of the good stuff. Cool. Ja, ist jetzt auch wieder Geschmackssache natürlich. Manche Leute kennen was damit anfangen, manche nicht. Wie halt eigentlich mit allem. Ein Blödsinn ist jetzt nicht. Weil der Riese-Mike gerade sagt, ja, Birger, hast mich schon wieder getriggert, werd mir das Spiel auch besorgen. Und normalerweise kostet es 40 Euro auf Steam. Kaufst du es halt auf MMOGA, ich hab's auch auf MMOGA gekauft, da kostet es 32 Euro. Es ist ja gestern erst rausgekommen. Das ist nur das nächste, es wird nicht recht viel billiger sein. Dann gibst du halt den Gutscheincode Birger ein, kriegst noch 3% und ich habe auch ein bisschen was davon. Dankeschön. So, Dead Hills. Oh, dann sieht man da einen schönen Missionsfortschritt. Wir haben jetzt 4 Missionen gemacht, von 16 sind 20%. Haben wir 5 von 14, das stimmt überhaupt nicht, was ich gerade gesagt habe, keine Ahnung. Wir haben 5 von 14 Primärziele gemacht, 1 von 19 Datapads. Und was haben wir da so? Deaktiviere die Notfallabriefe, rette den Konstruktiv. Da bin ich jetzt noch ein bisschen unschlüssig. Haben das 9 Primärziele gingen noch ab. Sind da aber bloß 4. Rette die Tierärztin McNeil. Okay. Marine-Bericht. Schaut auch gut aus. Jetzt bin ich gespannt, ob es XP gibt. Oh, verletzt und müde. Müde? Kann aber sehr schnell müde, meine Freunde. Mr. Smith! Level 1. Okay, wir haben... okay. Ist ja schön, dass die Zahlen alle so schön übersichtlich sind und wir haben 3 XP gekriegt. Warum der Sharp nur 2 XP gekriegt hat, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht! Aber gut. Inventarbericht. Jetzt hätte mich natürlich interessiert, was passiert beim Level-Up. Was wird dann besser bei Marine? Also haben wir noch einen Konstrukteur gerettet. Ja, und was wir da alles mit ausgebracht haben, das haben wir doch eigentlich schon gesagt. Wertebericht. Truppstatus, Verhältnis. Entdeckt zwar... Ah, okay. Wie lange wir uns unentdeckt bewegt haben, wie oft dass wir gejagt worden sind, wie oft wir entdeckt worden sind. Anzahl der Kugeln, die wir verschossen haben, 368. Wir haben eine Laufdauer 36 Minuten und gesamte Missionsdauer, die wird sich dann wahrscheinlich addieren, wenn wir nochmal in die Mission reingängen. Ja, haben wir da noch Feind-Tötungszähler 6. Und zwar Drohnen. Wenn da Drohnen dort steht, also die Alien-4, die wir bis jetzt gesehen haben, dann bin ich mir sehr sicher, dass es noch andere Alien-Typen gibt. Und nicht bloß Drohnen. Bericht schließen. Jetzt bin ich gespannt, was man da noch so tun kann, so ein bisschen, und dann werden wir uns noch über Twitch und die Zukunft unterhalten. Hunslet being Hunslet. How'd you find your first day in the Corps? I don't know. It's a lot to take in. If it helps, you're doing okay. Thank you. I'm glad it's over. My nerves are shot. Oh, it ain't never over. But for now, we got some time. Good. Gives me a chance to work on the comms. If only we could hear from Director Price in Pharaoh's Spire. We could use her help. Dr. Becker's been trying the whole time we were deployed. It turns out most long-range transmitters are down. If someone's home at Pharaoh's, they probably can't pick up. Schönes Spielprinzip. Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, was da das Potenzial nach oben ist hoch. Was da noch, das kann richtig stark werden. Aber auch richtig schwierig, sag ich dir, was es ist. Schreiben ein paar, schreiben schon absolut geil, bitte mehr. Also ich finde es echt geil und voll atmosphärisch, da stimme ich zu.
Der Proxy schreibt, brutal an Alien 2 die Rückkehr erinnert. Richtig, die Vibes sind sehr hart. Also schaut genauso aus, fühlt sich auch genauso an. Bin ich gespannt. Otago-Reparatur haben wir jetzt bei 1%. Kampagnenfortschritt, 1%. Also das Spiel werden wir wahrscheinlich nicht im Stream fertig spielen. Da können wir mal Gift draufnehmen, wenn eine halbe Stunde 1% gibt. Nicht zugewiesene Ärzte in der Krankenstation. McDonald, Arzt zuweisen. This one's a priority. Understood. Was mit ihm? Wir haben keinen Arzt mehr. Jeder Arzt kann die Genesungsdauer, ja, ist dann stirbt der Arzt dann, wenn der Marine genesen ist, oder was? Werkstatt, was können wir da? Wir haben nur 30 Materialien, wir haben doch weh mit Außergenommen, wo sind die? Wir haben doch mehr wie 30 Materialien da mit Außergenommen. Beziehungsweise 20 haben wir mit Außergenommen, glaube ich, gell? Und 40 haben wir braucht beim Einigen. Sind die Materialien dann weg beim wieder rausgehen? Die in Schraubenschlüssel und Medikits investiere. Oder habe ich die bei der nächsten Mission wieder? Ansonsten ist es ein wenig ein Kass. So, Labor, was kannst du? Der Proxy schreibt, oh, bei dir gibt es 25% auf alles, was Merch betrifft. Achtung, kurze Werbeeinblendung. Bei mir im Shop, wer nur ein Vollbier-Squad-Shirt braucht oder man ein Jahresmerch vom letzten Jahr immer noch nicht hat. Es gibt gerade 25%. Das ist so ziemlich das Höchste, was es im Jahr gibt. Außer am Black Friday, da gibt es noch mehr. Aber da ist ein bisschen hin. Das beeinflusst übrigens nicht ich, das macht Spreadshirt. Selbstspieler ohne S. True enough. And you're right. Link ist im We need Chat more übrigens. information on these things. I'll talk to the sergeant. Da haben wir jetzt rausgefunden, was man im scheiß Labor machen kann. Chief Engineer Corrigan. Mag ich jetzt schon noch schnell wissen. We met before. Geh Fettfinger! It's you. Sorry about that. You had your hands full. Ich schaue aber grantig. They are. Wieso schaut dieser grantig? Faster than I thought. Ain't pretty, but we're functional and I hope stable. Harper told me we got splashed after some kind of failure in the planetary quarantine protocols. Something called Cerberus? That's what's going around. Certainly. Toll, dass erwähnt wird, wer die Preise bestimmt. Also selbstverständlich bestimme ich, wie viel das T-Shirt kostet. Ich kann da auch 100 Euro draufschreiben, dann ist halt mein Anteil, den ich kriege, her. Das tue ich aber nicht. Und ich kann Prozentaktionen aussetzen. Also ich kann es deaktivieren. Aber da schaue ich genau einmal im halben Jahr ein, wann diese Aktionen sind und dann ja, los einfach laufen, wird schon passen. Also das sind aber vorgegebene Prozenteaktionen von Spreadshirt selber. Da kann übrigens auch jeder nachschauen, jeder kann einen Spreadshirt-Shop aufmachen. Ich bin aber heute sehr begeistert von T-Shirt-Qualität, Druckqualität etc. Natürlich ist manchmal ein Montagsstück dabei, kommt vor. Aber ansonsten, da, das T-Shirt, so das ist der 2019er Jahresmerch. Der schaut aus wie neu. Der ist 4 Jahre alt. Weiß ich auch nicht. Aber manchmal hast du aber drum dabei, da geht nach dem ersten Mal waschen, geht's Ding ab. Dann einfach reklamieren, kriegst du ein Nice. Und es tut mir nicht weh damit, da muss sich keiner Angst haben. Um mich oder so. So, was kann ich jetzt da, Labor? Inspiziere die Waffenkammer, die interessiert mich nicht. Was kann ich? Geht im Labor immer noch nichts. Da werden wir mehr einen Datapads brauchen oder was weiß ich, was er haben möchte. Ich meine, die Kaserne. Was kann die Kaserne? Da kann man Marines wahrscheinlich rekrutieren. What brings you to my corner of the Otago? Sergeant Harper says I should take a look around. He's probably trying to keep me busy. Yeah, the devil loves idle hands. Wann kommt der Only Upstream? Ich hab schon ein bisschen was mitgekriegt davon. Was ist das? Was ist denn das genau? Irgendein sau unfaires Kackspiel, oder? Da wo nur umeinander bläht wird. Sollen wir das nächsten Montag mal spielen? Gibt's den Rage des Jahrhunderts? That satellite relay idea of yours, huh? Yeah, Harper told me. If we can get the fuel linkages repaired, we might salvage one EEV. But I'd be damned before I let you play with the only life pod we have left. And how useful is a single life pod on a crashed ship exactly? Yeah, you're pretty convincing. I'll give you that. All right, take it. But keep me updated. Looking for someone in particular? Was ist denn das jetzt? Über die Waffenkammer erhältst du einen umfassenden Einblick in jeden einzelnen deiner Marines. Wähle einen Marine aus der Liste aus, um mehr Informationen und Werte über ihn zu ersammeln. Die Kaserne ist jetzt verfügbar. Dir wurden außergewöhnliche Materialien gewährt, um deine erste Verbesserung für einen Marine zu kaufen. Jetzt haben wir 60 Stück, okay. Nehmen wir halt einfach mal einen Lettheimer. Der ist vor Anfang an dabei und offensichtlich haben wir insgesamt 10 Marines. Ja, nehmen wir nochmal.
Salute. Okay, Kaserne. Ein Marine kann eine begrenzte Anzahl von Verbesserungen tragen. Diese Zahl erhöht sich mit dem Rang des Marines. Mit Level 2, 3, 6 und 10. Verfügbarer Verbesserungsslot. Und was kann der da dann so? Man kann auch ausrüsten, das ist ein bisschen hinter mir mit den verschiedenen Waffen wahrscheinlich. Man kann anpassen, verfügbares Verbesserungsding. Was kriegt er dann? Die Liste der Verbesserungen für einen Marine wird entsprechend seiner Stufe und Klasse erweitert. Jawohl. Munitionstaschen erhöht die Kapazität des Ladestreifens zu Beginn des Einsatzes um 1. Okay. Was haben wir da? Taschen. Für jeden Marine mit diesem Attribut im Trupp erhöht sich die maximale Kapazität von Sanitätsartikeln und Werkzeugen um 1. Braucht's oder nimm lieber mehr Munition? Mehr Ballern, mehr XP, mehr Zerpimmelung, mehr Gut. Easy. Okay, Munitionstasche. So, jetzt bin ich gespannt. Anpassen. Kann man die... Freunde der Sonne, nächste Woche am Mittwoch werden wieder... Machen wir ein Sellout. Nächste Woche beginnt das Sellout, Alter. Die Hexe Donation wandert da oben in den Namen rein. Nein, natürlich nicht! Die gute alte heißt... Lara Lesbos. Wegen ihrem Undercut. Weiblich. Spitzname für den Marine? Lesbos. Stimme. Come on, Team. Come on, Team. Wow, die ist wirklich unfassbar krass. Hautfarbe. Diversity Level 9000. Körpernarbe? Was für Körpernarbe? Die sagt man sowieso nicht. Was sind der Scheiß? Tattoos? Ja. Ist das wirklich wichtig? Die Menschkerl haben so klar auf dem Monitor. Who the fuck gives a shit, Alter? Dann haben wir Rüstung. Okay, wir haben wahrscheinlich auch Sachen freischalten können, nehme ich mal an. Haben wir Stoff. Ja, reden wir am besten in Rot umeinander. Das ist gut, das ist gute Tarnung. Gesicht. Ja, who the fuck gives a shit, Alter? Was ist das da? Sind das irgendwelche Random-Typen oder was? Oder sind das unsere Marines? Das sind unsere Marines, okay. Zufällig. Das schaut doch gut aus. So, zurück. Da gibt's einen Daumen nach oben. Les Boss, Spanisch für die Bossin. Sprich, du Vollidiot. Untauglich, Persönlichkeitsmerkmal. Wieso hatten das lauter sehr eine Vollversager eigentlich? Der Marine hat einen weniger Gesundheitspunkt, wirkt sich nicht auf die Rüstungspunkte aus. Ja, toll. Das ist Level 1, Missionszahl 0. Wieso haben wir jetzt eigentlich den ausgebaut? Der hat noch nicht mal irgendwelche XP. Gut gemacht, Spey. Dankeschön. Wieder in den Sand hineingesetzt. Sehr gut gemacht. So, und jetzt müssen wir wieder zurück ins Befehlsdeck. Das schauen wir uns jetzt noch schnell an. Back from your tour? How'd it go? Pretty good, I think. Dr. Becker requested some samples of the creatures for study. And Chief Corrigan is in need of components. Mit der Charakteranpassung werden wir uns nächstes Mal auseinandersetzen. Thought you were all about getting your message out. There's nothing to say Da we kommt can't wieder do the das one gute, so long as das it doesn't gute lead to alte, the wer als erst richtig in den Chat einschreibt, dessen Namen landet da drin. Das sind die besten. Wie in Rimworld und in Battle Brothers. Oh, Battle Brothers ist auch unfassbar gut Spiel. Und es gibt so viele gute Spiele. Listen, Sergeant Harper. You're Geschissen auf den AAA-Dreck. Pirschi! Grüß Gott, ich hab mir kurz Amnesia der Banker angeschaut. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber das ist schon gut. Kommt im Horror Oktober. Hirschi, merci für den Resub. Scoop, trubbelibub. Da kümmert sich der Zukunftsbürger, richtig. Der Lord Sid, der passt einfach auf, wenn ich was sage. Da kümmert sich der Zukunftsbürger, der wird auch ein bisschen fluchen, sag ich dir, was ist. Der wird ein bisschen reinfluchen ins Viech, aber ist ja egal. So, das reicht für heute. Wähle die Schaltfläche nächster Tag und halte gerügt, um deine Auswahl zu bestätigen. So, nächster Tag. New objectives are awaiting your review. Was sollen wir tun? Starte eine Sammleraktion. Verdiene 100 Materialien, verliere den Einsatz. Was für ein Einsatz? Starte die Sammleraktion nicht. Was für ein Einsatz? Wir haben die Hauptstadtstelle der Baldwin ermittelt. Wenn wir dorthin gehen, können wir Tonnen von Material sammeln. Ich verstehe nicht ganz, was heißt, verliere den Einsatz. Was für ein Einsatz? Der man das oder der man das? Ich dachte jetzt einfach mal, weil wissen wir, was passiert. Die Sammelaktion war ein Erfolg. 100 Materialien erhalten. Was hätten wir jetzt verloren, wenn das schief geht? Das ist jetzt so ein Random-Event wahrscheinlich, wenn der Tag wechselt. Lesen. Planetenbefall Level 1. Da wären wir ein bisschen gezwungen dazu, dass wir Missionen komplettieren. Weil sonst
wird es immer krasser und immer schwieriger. Das ist schon gut. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass das Spiel so weit ist. 21, 22, 24. Ja, das speichert dann beim neuen Tag. Ja, okay. Oder nach dem Kampfbericht auch. Das ist auch in Ordnung, okay. Ja, Freunde der Sonne, ich glaube, da haben wir einen Glücksgriff gelandet. Und zwar einen verfickt ordentlichen. Einen verfickt ordentlichen. Was sagt ihr? Die meisten haben schon geschrieben, finde ich gut. Ihr dürft es übrigens auch schreiben, so mit nicht so meins. Das ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Und wenn es euch taugt, bevor jetzt wieder alle abhauen, nachdem wir jetzt dann über Twitch schmerzen, Like auf YouTube nicht vergessen. Das wird in Zukunft umso wichtiger. Umso wichtiger, Kinder. So, da sind wir nun. Da haben wir einen Glücksgriff gelandet. Das sagt der wie es ist. Dass wir mir in der Sommerpause immer mal einen Glücksgriff landen. Letztes Jahr war es Stray. Gut, das war offensichtlich, da spielt man Mizi. Hallo, ich verstehe die Frage nicht. Und dann war es Subnautica, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet. Und mit dem habe ich für auch nicht gerechnet, dass wir es öfter wie einmal spielen. Sag ich dir, wie es ist. Nächsten Mittwoch schauen wir uns mal, wie heißt das? Dingsbums, irgendwas mit ab. Wie heißt's? Müsst ihr mir im Discord nochmal schreiben. Schau mal, wenn ich da Bock drauf habe, wir werden sehen. Ich weiß nicht so ganz, was wir da sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Die Woche war easy, da habe ich das Spiel gewusst. Und am Montag war der Urlaubsstream, wenn das interessiert, was ich im Urlaub so getrieben habe, habe einen Haufen Battle hergezeigt und Videos und was weiß ich, kann den Stream vom letzten Montag nochmal nachholen. Ist ja klar. Only Up hat es geheißen. Ja, dankeschön. So, steht bei dem Angebot! Mr. Improxy, merci dir. Übrigens an alle, das ist meistens immer ein paar mehrere, wenn ich einen Shop mal kurz erwähne. Danke an alle, die sich so. Lasst eine 50€ bleiben, kauft euch 2 T-Shirts, habt was davon. Und nächste Woche dann wieder 50€ Donations, bitte. Danke. So. Ist ja sowieso klar. Birger, versuche mal Company of Heroes 3. Das habe ich schon versucht. Das habe ich, aber offstream. Only Up, heißt das nicht Only Fans? Schmaler Grad. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem auch auf YouTube, bitte Press F für alle Twitch-Zuschauer. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Vorher habe ich das ein bisschen überspitzt. Sprengi! Mir ist wieder ein Resub, oder? Ich möchte hiermit einen Antrag auf doppelte Streambürgerschaft stellen. YouTube Ultras Integrationsauftrag. Okay, du musst einen Migrationstest machen dann. Es tut mir wirklich, und das meine ich wirklich ernst, es tut mir für die Twitch-Leute, die einfach Wert drauf gelegt haben, die Twitch gewohnt sind. Ich tue ja das nicht zu Fleiß. Ich tue ja das nicht, damit ich euch auf den Sack gekommen. Es kommt, habe ich am Montag auch schon gesagt, es kommt ein wenig blöd. Und vielleicht sitzt da irgendjemand daheim, das man vielleicht nicht glaubt. Ich meine, das ist für jeden nachzulesen, dass ich nicht mehr darf. Dass ich vor einer Zeit einmal gesagt habe, ich würde Twitch einfach gern abschalten, weil ich von Twitch nichts habe. Es hat nichts damit zum tun, du verdienst ja wieder kein Geld nicht damit verdienen. Das interessiert mich einen Scheiß, weil die Leute, die auf Twitch sitzen, die haben eine Mitgliedschaft auf YouTube. Siehe Sprengi. Sprengi ist der Vorstand der Twitch Ultras, wenn du mich fragst, und mit nur ein paar anderen, und hat eine Mitgliedschaft auf YouTube. Das ist der absolute Hardcore-Shit. Und ich glaube, es warten sogar manche dabei, wenn ich Twitch-Partner war, die daten eine Subscription auf Twitch machen und auf YouTube. Weil alles wurscht ist, keine Ahnung. Ich werde dieses System nicht ausnutzen. Sonst hätte ich übrigens auch schon lange Preisstufen bei der Mitgliedschaft und hätte da, was weiß ich, wie es der Wongler-Depp macht, mit 200 € irgendwelche Ränge eingeführt. Nein, es bleibt alles. Ich finde einfach 5 € für eine Mitgliedschaft ist nach wie vor, das ist nicht zu viel für einen Einzelnen. Ich werde nicht reich, du wirst nicht arm. Es ist einfach, wer das machen will, cool. Wer es nicht macht, auch cool. Wer Spaß daran hat, was ich da mache, dann habe ich Spaß. Es ist geht in Hand in Hand. Und natürlich hätte ich gern, dass mein YouTube-Kanal gepusht wird. Natürlich, für das mache ich das hier, die Videos etc. alles. Dragon Cry, merci dir. Richtig coole Alien-Vibes hat der Streamer gehabt. Die letzte Szene in Covenant ist halt so unfassbar geil. Ich finde eher die krasseste Szene in Covenant ist die, wenn das erste Alien, was ja noch kein Alien nicht ist, dem anderen aus dem Kreuz rausploppt. Da habe ich mir wirklich gedacht, wow, leck, Alter, dass das nicht geschnitten ist. Okay. Holy shit, Mann. Aber ja, alles in allem ist, ich finde Covenant eigentlich schon ganz geil. Vagadom, merci für den Resub. Habe dritt, warum kann man RimWorld Nummer 3 Stream nicht mehr sehen? Hast du noch den Satisfactory Bauhelm noch? Grüße aus Tuntenhausen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum der RimWorld Nummer 3 Stream nicht geht. Der müsste eigentlich gehen. Ich wüsste nicht, dass da was fehlt. Und der Satisfactory Bauhelm steht da oben. Ich habe alle meine Kostümitäten und den ganzen Bullshit, der so über die letzten Jahre passiert ist, liegt überall da irgendwo rum.
Danke für den Resub. Mr. Punisher ebenfalls danke für den Resub. So. Birger Alpine, absolut richtig. Den sieht man übrigens auch in die Hogwarts-Trailer, Star Wars-Trailer und so weiter. Immer ist Absicht, dass man die kurz sagt. So. So. Also. Kurze, jetzt gibt's wieder Ruhe, jetzt ich möchte was verzeihen! Geil für Kruzifix auf die Twitch-Leute, alle die das aufzeigen in Max Armlänge entfernt stehen auf die Twitch-Community. Prost. Liebe Twitch-Community, es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Das Ganze haben wir jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich das jetzt 9 Jahre lang getan. 9 auf Twitch. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, heute ist voraussichtlich, außer Twitch ändert sich dann nochmal oder was auch immer. Dann komme ich natürlich wieder zurück auf Twitch, das ist sowieso ganz klar. Es ist extrem ärgerlich. Es war mir ein Fest. Auf euch. Ärgerlich. Ich hätte jetzt als Abspann gern One Moment in Time mit einer Zweitlupencollage aus Twitch-Clips. Ja, hilft nicht. Hilft nicht. Bürgerscheiß künftig auf die Twitch-Leute, die bringen ihm kein Geld ein, lul. Das ist genau das, was wieder hängen bleibt, ich weiß eh. Also nochmal, kommt vielleicht ein wenig blöd, weil ich gesagt habe, ich darf Twitch sowieso gerne abschalten, weil ich nichts davon habe. Das warten einfach, wir haben ja da mittlerweile immer so 200, 300, manchmal sogar 400 Leute. Die Klicks hätte ich gerne auf meinem YouTube-Kanal, die Watchtime hätte ich gerne in meinem YouTube-Kanal, dass der einfach nicht so ausstirbt, weil ich nicht mehr so viele Videos mache. Und weil ich mir ja eben speziell mehr auf, wie soll ich sagen, auf Streams konzentrieren möchte. Auch in Zukunft übrigens. Und ja, vor 2 Wochen hat Twitch seine AGB geändert. Früher war es so, nur Twitch-Partner. Also wenn ich jetzt eine Partnerschaft mit Twitch eingehe, dass ihr Subben kennt und die ganze Scheiße halt, was ich nie getan habe, aber schon 1000-mal das Angebot dafür gekriegt habe, ist halt nicht mehr wirklich schwierig, um ganz ehrlich zu sein. Dann hätte ich einen Exklusivvertrag mit Twitch, der geht da einfach immer automatisch einher und dann dürfte ich nicht mehr parallel auf YouTube streamen. Dann hätte ich, ich nenne mich jetzt einfach mal Content Creator, auch wenn ich das ein bisschen fragwürdig finde, aber egal, hätte ich die Arbeit, dass ich meine YouTube-Community in Form von Videos, Posts und im Discord und was weiß ich, dazu bringe, dass ihr auf Twitch geht. Weil die ganze YouTube-Community, die aktiv ist, oder der Teil, der noch aktiv ist, seit nicht mehr so viel los ist mit Videos, der kriegt eine Push-Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Wenn ich das auf Twitch tue, kriegt es das nicht. Und niemand, von dem ich Bier empfinde, geht auf Twitch und schaut von selber, unaufgefordert, schauen wir mal, streamt der Bürger eigentlich? Das existiert da nicht. Wie viel Leute habe ich zum Stream schauen gebracht? In fucking Niederbayern. Ich möchte es gar nicht wissen. Es gibt ja gefühlt sonst immer noch keinen, der ansatzweise an diese Reichweite in Streamform hinkratzt. Für die Leute, die vielleicht auf Twitch gerade zum ersten Mal zuschauen oder auf YouTube, ist ja scheißegal. Wir haben ja immer so im Schnitt, jetzt ist einfach Sommerloch und Mittwoch ist sowieso auch immer ein bisschen weniger los. Wir haben ja normalerweise im Schnitt jetzt die ganze Zeit über im ganzen Winter und übers Frühjahr 1200 Like gewesen. Manchmal sogar 1500, teilweise 1800, manchmal auch über 2000, wenn gute Spiele da sind. Tag 1 Star Wars und so weiter. Ist ja total wurscht. Falls jetzt so irgendjemand meint, was retten der da, der hat 100 Zuschauer, was labert der? Ich kann einfach YouTube mit Livestreams nicht in Zusammenhang setzen. Ja, das ist aber halt Blödsinn einfach. Das ist einfach egal. Das ist aber genau das Problem, warum Twitch immer noch funktioniert. Weil es nun mal die ersten waren, weil es der Platzhirsch ist am Livestreaming-Markt und in eine Köpfe einfach drinsteckt so YouTube-Video, Twitch live. Und ganz ehrlich, die Twitch-Kategorie-Durchsucherei ist genauso beschissen wie auf YouTube. Erzählt's mir doch, Kim, hör mir auf. Auf YouTube ist es noch mehr hausig beschissener, aber auf Twitch ist es auch beschissen. Und zwar wie die Nacht finster. Da wenn du irgendwas finden möchtest, Suche, beschissen, Listung, beschissen, alles beschissen. Aber auf YouTube ist es nur hausig beschissener. Das ist halt auch nicht so bekannt für Streaming. Aber es ist halt mal nun, wie es ist. Hey Siri, aber mir werden nicht mal alle angezeigt, denen ich folge. Auf Twitch? Ja, das ist aber auf YouTube ähnlich. Ist nur eine Frage der Zeit, bis auf Twitch genauso ein Algorithmus für dich entscheidet, wer da angezeigt wird und wer nicht.
Alex, findest du schon, dass YouTube da nicht ein bisschen mehr am Overlay ändert, dass das etwas mehr nutzerfreundlicher wird? Das sehe ich ganz genauso, Mr. Alex. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was einen Multimilliarden-Dollar-Konzern davon abhält, Twitch endlich Konkurrenz zu machen und diese Streaming-Geschichte weiterzuentwickeln. Sie entwickeln es aber weiter. Also ich kriege ja das mit als Creator. Zum Beispiel, jetzt warte mal, ich gehe jetzt da mal schnell in meinen Admin ein, bla bla bla, da kriegt man immer so die Neuigkeiten vorgeschlagen. Zum Beispiel, Kanalausbau mit YouTube-Werbung. Erreiche ein größeres Publikum und baue deinen Kanal mit YouTube-Werbung aus. Ja genau, weil ich dafür zahle, damit mir jemand anschaut. Herzlichen Glückwunsch. Achtung, Mitglieder können jetzt auf iOS Geschenke machen. Deine Mitglieder können für andere Zuschauer auf iOS, warum nur auf dem iOS, weiß ich nicht, jetzt einmonatige Mitgliedschaften zum Verschenken kaufen. Informiere sie darüber in deinem nächsten Video oder einem Beitrag nur für Mitglieder. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, aber das steht da. Das heißt für mich, das ist eine reine Funktion, die nur, na warte mal, Mitglieder können ja Leute sein, ohne Live. Merke ich gerade so. Was hat sich denn als letztes geändert? Lass mich mal schnell schauen, lass mich kurz überlegen. Ja, natürlich beim Einnahmenzeig. Also so das Interface hat sich ziemlich stark geändert, was so die Kanalmitgliedschaften betrifft, was die Superchats betrifft, was das Shopping betrifft. Also der Shopping-Feed von Spreadshirt, dass ihr meine T-Shirts da seht und so unter dem Video, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, und so weiter, da hat sich viel getan. Es hat sich auch bei den also bei die Streaming-Einstellungen hat sich was getan. Ich könnte jetzt Mid-Roll-Ads einschalten, während dem Stream, werde ich nicht tun, sage ich euch ganz ehrlich. Dafür werde ich aber auch, ich spare mir die Arbeit, Entschuldigung, Mr. Nachschau-Squad, da platziert YouTube die Werbungen von selber im VOD dann danach, die werde ich nicht mehr auseinanderpfriemeln, weil ich da arm wäre. Das ist, schaut euch einfach einen Werbeblock an, dann überspringt sie automatisch die nächsten 10 Minuten, 20 Minuten, alle, die sonst kommen würden. Wenn sie alle wegdruckt, kämen sie immer wieder. Ist so mein kleiner Pro-Tipp. Nicht damit ich mehr Werbegeld kriege, die Werbeeinnahmen in meinem Kanal, die waren schon immer lächerlich, haben auch immer noch lächerlich. Das interessiert keine alte Sau, ihr tät's mir damit nicht irgendwie was Besseres oder was Schlecht. Von mir aus installiert so ein Adblocker, interessiert mich auch nicht, wenn es das nicht willst. Wenn du mir was Gutes da bist, dann lasst die Werbung laufen, um Gottes Willen. Danke für 1,8 Cent. Zum Glück hat keiner einen Adblocker. Nein, das dauert auch nicht mehr lang, bis das nicht mehr geht. Der Tag wird kommen, dann geht der Adblocker auch nicht mehr. Sie arbeiten schon dran, übrigens. So, was hat sich denn sonst geändert? Was hat sich da so geändert? Nicht recht viel, um ehrlich zu sein. Und ich verstehe es nicht, was da einen Multimilliarden-Dollar-Konzern davon abhält, das zu tun. So, YouTube-Kanal schnell erstellt, damit ich hier auch mitschreiben kann, wenn es auf Twitch nicht mehr geht. Mr. Lord Sid. Welcome to the Real Squad. Ich hoffe natürlich, dass jeder Bock hat auf Twitch, dass er natürlich dann auch weiterhin auf YouTube zuschaut. Es ist extrem ärgerlich, ich werde mit Sicherheit Leute verlieren. Also, und zwar einen richtig markanten Batzen, das sage ich dir, wie es ist. Die Leute, die es nicht mitkriegen, dass ich nicht mehr streame. Ich habe da übers Wochenende einiges zu tun. Auf meinem Twitch-Kanal den Offline-Banner so gestalten, dass man mitkriegt, da laufen keine Streams mehr. Nur noch auf YouTube. In der Beschreibung unten alle Panels außerlöschen und da reinschreiben, hey, wo ist der Bürger hin? Den gibt es nur noch auf YouTube im Livestream, weil Twitch lauter geile Wichser sind. Und der Grund dafür ist, gerade raus, Twitch erlaubt seit 2-3 Wochen auch Nicht-Partnern nimmer parallel auf 2 Plattformen gleichzeitig zu streamen. Und ja. Ärgerlich. Das würde die halt keine 2 Tage brauchen, YouTube so zu machen wie auch Twitch. Sie müssen es ja nicht einmal ganz nachbauen, aber sie könnten sich ein bisschen Mühe geben. Ein bisschen. Ich meine, die verdienen ja da auch Geld damit. Wenn, vielleicht ist deswegen, vielleicht wird es dann ein bisschen, vielleicht dann deswegen diese Midrolls während des Streams kommen. Weißt du, was ich jetzt probieren wir Folgendes nochmal. Highlight konnte nicht erstellt werden. Aktiviere die Monetarisierung, um Anzeigen zu präsentieren. Hä? Moment. So, jetzt, was haben wir da? Stream-Markierungen hinzufügen, teilen, Highlight-Video erstellen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen ansehen, desto mehr verdienst du als Creator damit. Versuche es einfach mal. Achtung, YouTube-Zuschauer. Das haben wir schon einmal probiert.
Ich habe da mittlerweile einen Knopf drin, aber den habe ich schon länger, den habe ich noch nie benutzt. Und einige kriegen die Werbung und einige nicht. Ich drücke jetzt mal auf den Knopf und jetzt jeder, der Werbung kriegt, überspringt es bitte natürlich, wenn es überspringbar ist, und schreibt danach ein Einser. Wer keine kriegt, schreibt ein Nuller in den Chat hinein. Wer kann natürlich. Das wäre toll. Ich habe jetzt gedruckt. Jetzt bin ich gespannt, wie das läuft. Haben die Leute jetzt dann eine Streamverzögerung, Level 9000? Wie ist jetzt das? Kriegen die den Teil, den ihr jetzt da gerade labert, nicht mit? Oder haben die jetzt halt in der Verzögerung von 30 Sekunden, je nachdem wie lang das dauert? Das würde mich interessieren. Habe einen Adblocker und uBlock Origin drauf, da kommt nichts. Ja, ich habe selber einen Adblocker. Ich habe sogar einen Adblocker, trotzdem, dass ich YouTube Premium habe. Mit YouTube Premium kommt keine Werbung. Gut, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, die Leute, die einen Adblocker haben und YouTube Premium, die brauchen nicht einen Nuller einschreiben. Das ist mir schon klar, dass ihr keine Werbung kriegt. Dreck und überspringen ist nicht. Keine Sorge, ich werde da nicht während dem Stream draufdrucken, okay? Wird nicht passieren. Das wollte ich jetzt einfach mal nur mehr ausprobieren. Ja, mehr hat sich da nicht da. Ist ein Stream nicht so lukrativ für YouTube? Klar, anscheinend, keine Ahnung. Ich kann es mir eigentlich schon vorstellen. Weil ganz ehrlich, die ganzen Mitglieder in diesem Kanal, die haben nur zustande gekommen wegen dem Stream und nicht wegen die Videos. Und Kanalmitglieder bekommen kein... Ich weiß nicht, ob Kanalmitglieder eine Werbung kriegen. Weiß ich nicht. Normalerweise schon. Kaum läuft Werbung, eskaliert der Chat, lull. So kann man einen Chat aufwecken. So ist das also. Noted. Sprengi, ich hab nicht mehr gewusst, dass du schon eine Zeit da bist. Für mich warst du immer ein Twitch Ultra. Der Sprengi ist der Urvater der Twitch Ultras. Kanalmitglieder haben Werbung. Ja, ich denke schon auch. Ja, das ist extrem ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß ja gar nicht, ich bin ja ein wenig pisst drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie auch ein bisschen froh, weil vielleicht merke ich es gar nicht so stark. Der harte Kern, der kriegt es dann schon mit. Aber dass uns einfach neue Leute entdecken, wird halt einfach weniger. Wir haben heute erst jemanden da gehabt. Was sehen meine Augen da? Ein Bayer, der streamt. Das wird nicht mehr passieren. Das habe ich auf YouTube noch nie gelesen. Noch nie. Niemand stöbert nach Livestreaming-Content auf YouTube. Niemand. Und wenn ich heute nur noch das mache, kann es gut sein, dass das der Anfang vom Ende meines Streaming-Daseins ist. Kann gut möglich sein. Und das demotiviert natürlich auch, wenn ich wöchentlich oder monatlich zuschauen kann, weil es immer weniger wird. Natürlich demotiviert das. Schade drum, aber YouTube ist nun mal akzeptiert, was Werbung angeht. Es wird ja immer noch schlimmer. Während dem Stream versprochen, ich werde da nicht auf den Knopf drücken und ich werde das auch nicht aktivieren, dass da mitten im Stream Werbung kommt. Das wird einfach nicht passieren. Aber der Nachschau-Squad, da wird Werbung drin sein. Die werde ich ja nicht mehr manuell außerpfriemeln, weil ich einen Schlaganfall kriege. Das ist furchtbar. Ja. Der Bernhard Meyer schreibt, ist das dein Plan? Was ist mein Plan? Dann geht der Bürger auf Kick und kauft sich anschließend eine Wohnung auf Dubai. Wieso soll ich ihn auf Kick mehr verdienen als da? Kick kennt er wieder, da muss ich wieder alle Leute dazu bringen, dass da umgehen und 5-mal am Tag irgendwo rumposten, hey, ich bin jetzt auf Kick, bis wir da jemals wieder nur ansatzweise über 1000 Leute im Stream wären. Das war unmöglich. Ich glaube, dass es jetzt sogar schon schwierig wird. Sag ich dir, was es ist. Den kommenden Winter, wenn die Saison, sag ich jetzt einmal, nach der Sommerpause wieder losgeht, mit neuen Spielen und mit neuen Plätzen und nicht mitten im Sommerloch und da ein bisschen mit Indie-Games umeinander tanteln und so, das zirkt halt einfach nicht so, das ist mir auch klar, das ist auch in Ordnung. Dann glaube ich, der wir uns ohne Twitch schwer nochmal über 1000 Zuschauer zum kommen. Sage ich dir, wie es ist. Und ja, ich sage euch auch ganz ehrlich, wie es ist, wenn das so bleibt, das ist ein großer Demotivator. Ein sehr großer. Hey Birger, da war dein Stuhl, Backfass herkommt, arbeite ich ab nächsten Monat. Oh! Ich hoffe, da wirst du gut gezahlt. Der Stuhl ist teuer genug. Herr Benny Hu. Ich wünsche viel, wie sagt man da? Viel Erfolg. Und viel Spaß natürlich. Kurz an alle, wer kennt das Spiel Hades? Ich kenne das Spiel Hades. Naja, wenn der Birger Raucherpause macht, ist Werbung total okay. Du, es gibt normalerweise in meinen Streams keine Raucherpausen. Deswegen streame ich ja nur 2-3 Stunden, 2-3 Mal in der Woche. Langt überall hin und fertig.
Der Wollerlook schreibt, meiner persönlichen Meinung nach wird das Streaming auf YouTube noch populärer. Einige größere Streamer liebäugeln schon damit, wird, glaube ich, auch für deinen Kanal gut. Du, wir werden sehen. Wenn YouTube, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Man muss auch mal einen Rückschlag einstecken können. Und das ist jetzt definitiv einer. Das ist eigentlich der erste Rückschlag, seit ich das hier mache. Und das sind jetzt 6 Jahre. Oder einigermaßen richtig mache. Und es ist, was es ist, deswegen geht die Welt auch nicht unter. Die Leute, die da sind und Bock drauf haben, die finden mich auch auf YouTube oder fragen spätestens irgendwann einmal, hey, wo ist der Stream? Ich werde versuchen, natürlich jedem Einzelnen zurückzuschreiben bei sowas. Ich darf nicht mehr auf Twitch streamen. Das ist das Video dazu zur Erklärung. Nur noch auf YouTube, wie gewohnt, Montag, Mittwoch und ab und zu am Wochenende, wenn es gerade passt. Flip 5 Nase, vielleicht rudert Twitch irgendwann zurück, wenn große gehen, ist und bleibt ein Wettbewerb. Das ist richtig, aber das so ein bisschen ein Problem ist. Diese duale Streamerei auf YouTube und Twitch gleichzeitig, die betrifft große Streamer nicht. Die trifft halt jetzt mich. Da habe ich mir selber eine kleine Falle gebaut, dass das vielleicht irgendwann einmal passiert. Dumm. Am Anfang war es mir wurscht, da waren auf Twitch 25 Leute, okay, und auf YouTube 500 bis 1000, keine Ahnung. Aber das ist halt langsam einfach so ein bisschen, YouTube wird immer weniger, Twitch wird immer mehr. So ein bisschen. Und dort ist es ein bisschen eingependelt. Und wenn Twitch jetzt komplett wegbricht, und von, ich sage einmal, 1000, 2000 Leute, die im Monat auf Twitch zuschauen, regelmäßig, bloß nur 500 mit auf YouTube kommen, dann tut das richtig weh. Sag ich dir, wie es ist. Dann tut das richtig weh. Ärgerlich. Wenn es zugrudern, schön. Aber da ist jetzt ein Haufen Shit-Talk, so wie es immer ist nach einer Änderung. Oh, das können sie nicht mehr, Twitch bringt sie selber um. In 4 Wochen redet keine Sau mehr drüber und sie haben genauso viele Zuschauer wie vorher. Bla. It is what it is. Ich sehe schon nächsten Montag auf TikTok und OnlyFans. Alter, gibt's TikTok Gaming? Wie spät man da dann? Mit dem Monitor hochkant oder was soll die Scheiße dann? Naja. Die Großen sind nur auf Twitch und laden danach alles auf YouTube hoch. Genau das. Und das tun wir ihnen nicht mehr an. Das hätte ich in meiner absoluten Hypezeit machen müssen. Wöchentlich 5 Posts, Kurzvideos, sonst was, Livestream, geh auf Twitch, um die Leute da mitzuziehen. Und das sehe ich, wie gut dass das funktioniert. Das sehe ich zum Beispiel beim CEO. Der CEO hat 5-mal so viele Abonnenten auf YouTube wie ich, aber gerade mal 100 Zuschauer auf Twitch. Da sage ich, Alter, wenn man nach 6 Jahren immer noch bei 100 Zuschauern umeinander gräbsten Daten, hätte ich schon lange aufgehört. Sag ich dir, was es ist. Von denen 200 bis 400 auf Twitch war mit Sicherheit ein nicht unerheblicher Teil doppelt vertreten auf Twitch und YouTube. Kann ich nicht sagen. Glaube ich aber nicht, wer tut denn das? Dauerhaft. Auf beide Plattformen gleichzeitig. So, wer tut das denn? Letztendlich geht es um Werbeeinnahmen, nicht um die Streamer, die sind nur Lockmittel. Ja, um das geht's auch. Twitch verbietet jetzt auch übrigens, ich weiß nicht, ob es da schon zurückgerudert sind oder nicht, ich setze mich nicht mehr damit auseinander, weil es mir dann nicht mehr interessiert. Und zwar dürfen Streamer, also ich nenne jetzt einfach mal mich, pass auf, ich hab doch da herum immer schon die kleine Merch-Anzeige. So Banner-Einblendungen für Werbung für fremde Sponsorings. Also das da oben ist kein Sponsoring, das ist mein eigener Merch. Ich sponsere mich selber, herzlichen Glückwunsch. Darf in Zukunft nur noch 3% des Bildschirmes einnehmen. Kann das mal schnell jemand ausrechnen, wie viel das bei einer Full-HD-Auflösung ist? So viel? So viel? Herzlichen Glückwunsch. Es ist nicht mehr erlaubt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kappe bewirb und mache da diese Teleshopping-Scheiße draus, dann darf ich das nicht mehr. Und weißt du warum? Weil Amazon bzw. Twitch an meinem Sponsoring nichts verdient. Und darum verbieten sie es. Das ist das Nächste, was kommt. Das ist eine der Haupteinnahmequellen für große Streamer, sich eine Sponsorings. Glaube, keine Ahnung, ich habe nie eins angenommen, nicht ein einziges. Und ich habe sehr viel Scheiße angeboten bekommen. Für sehr viel Geld. Darum interessiert es mich nicht, aber es ist einfach eine Frechheit. Und Amazon arbeitet an einem Sponsoring-Programm, wenn es es nicht sogar schon gibt, dass du als Streamer bei Twitch nur noch erlaubt wirst, oder dir wird erlaubt, dass du ein Sponsoring von Amazon zu irgendeinem Produkt annimmst und dann so und so viel verdienst. Und von diesem Verdienst nimmt sich natürlich Amazon was, weil den Wichsern nicht passt, dass ich zum Beispiel meine Kappe verkaufe und sie daran nichts verdienen.
Da denke ich, ja, da ist die absolute Geldgeilheit ausgebrochen und das ist es. Und ich sag das ganz ehrlich, da kennen jetzt Leute noch und noch und noch, da werden jetzt ein paar Videos gemacht, dann wird drüber gekriegt, scheiß Twitch, gehen wir alle woanders hin. Ja, wohin denn? Wohin denn? Keiner zieht's durch. Damit's richtig weh dort. Müssten dauerhaft die 100 bis 1000 größten Streamer mit den meisten Subs auf YouTube wechseln. YouTube ist die einzige realistische Streaming-Plattform, die eigentlich keine ist, die konkurrenzfähig wäre zu Twitch. Da kann ein Kick.com kommen, Mixer mit Microsoft hat es mit Mixer versucht, die haben einen Shroud gekauft, die haben einen Ninja gekauft für zig Millionen $. Kick hat einen XQC gekauft für 100 Millionen $. Das ist einer der größten, wenn nicht der größte Streamer, den es gibt, für einen 2-Jahres-Vertrag. Es interessiert keine Sau. Der geht da rüber, dann hat er anstatt 100.000 Zuschauer 5.000 noch, genau wie der Shroud, genau wie der Doc, genau wie der Ninja, genau wie alle anderen. Und die Leute sind weg und schauen weiter auf Twitch, obwohl sie sich den ganzen Tag drüber aufregen, wie beschissen geldgeil Twitch ist. Es wird sich nichts ändern. Twitch ist viel zu groß und niemand kratzt da ohne. Ärgerlich. Ist Quick quasi ein nice Twitch? Ja, eine neue Plattform, die Twitch angreifen will. Gehst einmal auf kick.com. Schaut genauso aus wie Twitch vor 5 Jahren. Keine Werbung. War super Angebot. Sag ich dir, was ist. Ist halt noch relativ jung, Seiten funktionieren noch nicht so ganz, etc. Aber dann schaust du dich da mal um. Die größte Kategorie mit 16.000 Zuschauer, ja, das ist halt lächerlich im Vergleich zu der größten Kategorie bei Twitch, was du siehst, da ist wahrscheinlich 1 Million drin. Ist Casino-Streams. Da will ich nicht sein auf so einer Plattform. Da kann ich zu OnlyFans auch gehen und für meine Streams grundlegend 100 € verlangen, aber dafür oben ohne. Kannst du meine kassigen Monate anschauen. Weiß auch nicht. Und die 7. Kategorie an irgendwelche Bikini-Fotzen, die League of Legends spielen, obwohl sie nicht spielen. Und lauter so ein Mist. Da will ich nicht hin. Vielleicht wacht Google mit YouTube jetzt auf und merken, was da für ein Potenzial steckt, um YouTube mehr für die Livestreams zu machen. Ich glaube es nicht. Es hat ja sicher eine Skandale über Twitch in den letzten Jahren schon ein paar Mal gegeben. Da wo die Leute gesagt haben, die machen sie selber kaputt. Ja, wo denn? Wir haben nur mehr als 5-fachen Umsatz wie vor 3-4 Jahren und die hat dieselben Shitstorms einmal im Jahr gegeben. Es ist too big to fail. Die Leute sind einfach dumm und dumm. Ja, scheiß Twitch. Ja, warte mal, der streamt aber da. Ja, schau ich trotzdem Twitch, okay. Und schon ist es wieder vergessen. Bleib 4 Wochen, redet keine Sau mehr drüber. Ende. Kasige Monate fahren doch am Montag schon. Das stimmt. Aber es kann nie nur kasige Monate gehen. Also wird nicht passieren. Ist ärgerlich. Ab nächsten Montag nur noch Streams auf YouTube. So leid es mir tut. I make a massive F-Pressing für den Twitch-Squad. Vielleicht kommen wir eines Tages wieder zurück. Vielleicht. Wir werden sehen. Heute den ganzen Tag bei Bullen hätte sie durch Salzburg gestiefelt. Jetzt graut's mir vor der eigenen Letten. Erst mal duschen gehen und dann Nachschau-Squad. Ist jetzt auch ein bisschen in meiner eigenen Letten, ich sage, was es ist. Die Maschen funktioniert schon. Größere Streamer müssen ja jetzt mit Twitch 50-50 machen, Monte und so. Glaubst du, dass ein Monte mit der, was du wie viel Millionen, dass der am Konto hat, das ist doch dem scheißegal, ob er jetzt von Twitch nur noch was weiß ich, ist eine fiktive Nummer, jetzt nur noch 80.000 € im Monat kriegt anstatt 100. Natürlich ist es ärgerlich, aber dann sagt er, ja, jetzt warte mal, wenn ich auf Kick gehe, dann habe ich von meinen 10.000 Subs, habe ich dann noch 1.000, wenn es gut läuft. Da kriege ich zwar dann 95% anstatt der Hälfte, aber das hilft mir einen Scheißdreck. Ja, da bleibe ich doch bei Twitch. Es darf nur funktionieren. Wenn die 1000 größten Streamer mit den meisten Subs auf eine andere Plattform wechseln. Und am besten Fall YouTube. Weil da die meisten, da haben so viele Leute unterwegs auf YouTube, dass es nicht mehr feierlich ist. Da sehe ich das größte Potenzial drin. Anders wird es nicht funktionieren. Meine Ansicht der Dinge. Also ich bin ja das erste Mal im YouTube-Chat und finde einen Delay eigentlich echt nicht schlimm. Woiner Look, der Delay ist kacke. Beim nächsten Stream werde ich die Latenz ganz nach unten schalten.
Qualität ein bisschen aufschalten, da muss ich mich übers Wochenende damit befassen, ich muss auch noch ein Video dazu machen, etc. Aber einiges zu tun, was zumindest meine Online-Welt, gut, andere Dinge wäre auch einiges zu tun, aber gut. Finde ich immer noch toll, dass Unterbierger Real Talk macht. Gut, ich mache das, wenn sie das jemals ändert, Freunde der Sonne, dann teilt es mir mit, dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist, was ist da aber ein Real Talk? Das ist einfach nur, das ist einfach, es ist halt wie es ist, was soll ich jetzt machen? 1440p Streams incoming. Das ist was, das müssen wir mal probieren. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, was das dann, was Leistung kostet, was, und ob das meine Internetleitung hergibt, in einem mitpassender Bitrate. Der traurige Tag, ja, auch ein bisschen so. Ein bisschen schon. Darum sage ich, dass die Maschen ja noch immer funktioniert. Ja, die wird auch funktionieren. Sag ich, was ist in 4 Wochen reden sie auch nicht mehr drüber und Twitch ist, was Twitch ist, aber dann bin ich nicht mehr dabei, dann sind sie sich ins Knie fehlen, die Wichser, die Geilen. YouTube finde ich angenehmer wie Twitch. Ist halt auch eine Gewohnheitssache. Sehr viel Gewohnheitssache. Leute, die seit 10 Jahren auf Twitch Streams schauen, haben natürlich keinen Bock auf YouTube Streams zum Schauen. Natürlich ist da alles beschissen. Und alle, die seit 5 Jahren bei mir auf YouTube Streams schauen, die gehen wahrscheinlich auf Twitch und denken sich, was ist das für eine Kackplattform? Kennen sich halt das auch nicht aus. Geh weg. Birger, wird das Video ein Kruzifix werden? Das weiß ich noch nicht. Kein richtiges auf alle Fälle, weil es da zu wenig Dings gibt. Da kann ich genau 60 Sekunden in Kamera einblähen. Wenn, dann wird es ein Kruzifix. Ein Kruzifix-Info-Video. Kruzifix Twitch. Da muss ich zuerst noch ein bisschen rausgreifen, was in den letzten Jahren alles verkackt haben und da weiß ich nicht, ob ich das bis zum Sonntag schaffe. Birger, du als Rock-Fan, was sagst du der Rammstein-Situation gerade? Da schaut sich nächsten Sonntag einen Podcast an, dann weißt du das. YouTube müsste doch nur eine Livestream-Kategorie machen, wo zum Beispiel alle Kanäle findest, die einen Kanal als Livestream-Kanal markiert haben. Zum Beispiel. Wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass sie was tut, weil YouTube, ich weiß auch nicht, warum YouTube da so benannt. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man die Livestreaming-Geschichte nicht, warum man da nicht mehr investiert. Verstehe ich nicht. Die müssen doch mit den Superchats. Ich bin doch nicht der einzige Streamer auf YouTube, der mit Superchats Geld kriegt von euch. Und da verdient YouTube mit. Es muss doch irgendwie für YouTube ein relevanter Betrag im Ganzen sein. Das gibt es doch nicht. Keine Ahnung. Das gibt es doch nicht. Aber gut. Da steckt man mir nicht drin, wir sind ja kein Multimilliarden-Dollar-Konzern. Leider. Ich schaue dich von Anfang an auf YouTube, obwohl ich selber auf Twitch gestreamt habe. Ja, jeder, der dich liebt, schiebt. Das ist alles an Livestreams. Was ist alles an Livestreams? Der Internetleitung macht es schon, nur glaube ich, spackt da dein Trappi, Intel, Sportsaal, glaube ich, ein bisschen rum. Glaubst du das selber nicht? Sprache der AMD-Spacko. 2 Sekunden später Bluescreen. und ein leichtes Psst aus dem Tower. Aber das wäre wenigstens momentan ein Hype-Thema für Kruzifix. Was, die Rammstein-Geschichte? Na. Oder? Um was ist da jetzt gerade gegangen? In was für einem Kontext ist die Frage? Das war der Harry Hirsch, der das gefragt hat. Was war der Woiner-Look? Was hat denn der Woiner-Look geschrieben? Weiß ich nicht mehr. Lass dich ärgern, Birger. Natürlich, ihr müsst euch auch ärgern lassen von mir. Wenn du merkst, dass dein PC funktioniert und nicht alle 2 Sekunden abbraucht, kaufst du einen Intel. Wenn du gern 14 verschiedene Treiberversionen installierst, damit du Winesweeper spielen kannst, kaufst du einen AMD-Prozessor. Den Super 3D mit super krassen, keine Ahnung, was alles kann. Fuck auf Rammstein ist ja noch nicht durch. Ja, genau. Und keiner weiß was. Keiner von euch war dabei. Keiner weiß was. Hat er Scheiße baut oder keine Scheiße baut, wir wissen es alle nicht. Wir wissen es nicht. Aus, ich war nicht dabei. Keine Ahnung. Birger 2K, dann Schwanzzähn, Zuckerl. Warum probierst du es nicht jetzt Twitch weg und Latenz runter? Weil das bei YouTube ein bisschen kreislich gemacht ist, das geht nicht einfach so. Gut, geht bei Twitch auch nicht einfach so. Ich sehe schon, Till Lindemann vergenusswurzelt militante Veganerin auf YouTube, weil Twitch abkackt. Wir haben gestern einen Podcast aufgenommen für nächsten Sonntag, wieder eine ganze Folge. Es war ein dermaßen random Bullshit, dass ich gar nicht weiß, wie die Folge nennen soll. Wahrscheinlich eher, wie nennen wir es denn, weiß ich nicht. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Keiner war in Reihe 0! Das ist richtig. Habe ehrlich noch nie so wenig Probleme mit einer AMD-Plattform gehabt wie mit meiner aktuellen. Allein der Satz klangt mir schon, dass ich nicht weiterlesen mag. Ja, also, ich habe ja noch nie so viele Probleme mit meiner aktuellen AMD-Plattform gehabt.
noch nie so wenig Probleme, Entschuldigung. Das sagt mir alles, was mit den vorherigen Plattformen war. Hau der 15 AMD-Prozessor, ist mir wurscht, Alter. So, Freunde der Sonne, ich bitte darum, ein letztes großes F für den Twitch-Chat. Es tut mir unfassbar leid, dass wir das abschalten müssen. Das ist wirklich ärgerlich, nach 9 Jahren, aber gut. Am Montag sehen wir uns auf YouTube only. Ich werde das im Laufe der Woche auch noch ein paar Mal posten. Ich werde das Video also kurz halten, wie es geht, damit ich es überall posten kann. Und da meine ich wirklich alles. Ist mir scheißegal, wo. TikTok und YouTube natürlich und Facebook und Instagram und im Discord und überall, damit es so viel Leute mitkriegen, wie es irgendwie möglich ist. Und immer wieder in den nächsten Wochen erwähnen, da und da, wo ich halt kann. Ist halt jetzt einfach wichtig, es ist eine gravierende Umstellung, damit ich so viel von den Leuten erwische, wie es geht. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Meine sehr verehrten Damen auf Twitch, ich ziehe meinen imaginären Hut. Wir haben hier sehr viele tolle Stunden verbracht und ich hoffe, Sie hatten Spaß und ich hoffe, ihr kommt auf YouTube und schaut dazu. Ich hoffe sehr. Verstehe aber auch an jeden Einzelnen, wenn er dann keinen Bock hat. Nein, verstehe ich eigentlich nicht. Ich sage das, wie es ist, nein, verstehe ich nicht. Wenn dir das da gefällt, dann verstehe ich nicht, warum du auf YouTube nicht zuschaust. Verstehe ich nicht. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank für alles. Wir sehen uns auf YouTube. So schaut's aus. Und zum Abschied sage ich leise, Scheiße. War eine gute Zeit mit euch, aber Grau ist das neue Schwanz und YouTube Ultras ist das neue Twitch Ultras. Ihr wisst es bloß noch nicht. Ha? Wir sehen uns enten, ehrlich gesagt. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß, auch ihr auf YouTube, um Gottes Willen. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt Like smashen. Das ist jetzt fange ich an das Like-Battle noch. Sag ich dir, was ist Interaktion im YouTube-Stream ist jetzt halt umso wichtiger denn je, dass wir das irgendwie außerkompensieren. Jede Interaktion bringt was. Lieber Nachschau-Squad, irgendeinen random Kommentar lassen, ist mir wurscht. Von mir schreibst du eine Pipi-Gacki Arschwurststrahl, das war super awesome und gleich nochmal Like nicht vergessen. Bussi auf das Nussi. Dankeschön für die ganzen Donations heute wieder. Wie es halt irgendwie jedes Mal ist, das nimmt irgendwie auch kein Ende. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Mitgliedschaften, für die alten. Ich war halt neu dabei, bin mir nicht sicher. Wenn, dann habe ich nicht gescheit aufpasst. Dankeschön für alle neuen Mitgliedschaften. Weiß das was ist. Und jetzt schleicht es euch ins Bett. Wir sehen uns am Sonntag mit Podcast. Wer die Folge am letzten Sonntag noch nicht gesehen hat, rein damit. Wir sehen uns mit einem kurzen Video zu der Twitch-Geschichte natürlich. Die jetzt zugeschaut haben, die wird das nicht recht interessieren, ist mir aber wurscht. Aber umso wichtiger war, dass es euch nochmal in voller Länge anschaut, einen Kommentar drunter rotzt und ein Like da lasst. Das müssen so viele Leute sagen, wie es irgendwie geht, weil wenn das wieder mit 1000 Aufrufe untergeht, dann ist alles wurscht. Dann können wir Ende des Jahres ganz aufhören. So. Und jetzt verpisst euch. Schnauze voll. Da erinnert es 4000 Grad, das ist das letzte. Egal wie viel Sepp. Keine Ursache. Hashtag aus Twitch. Twitchies. Warum ein großes I? Weiß ich nicht. Da bin ich immer verwirrt, ob das ein großes I ist oder ein L. Weiß ich aber nicht. Merci dir. Und jetzt spielen wir wieder Runden Diablo 4, glaube ich noch. Jetzt mache ich, weiß ich nicht, stecke in meinen Kopf erstmal in einer Kurzbusse. Und jetzt schleicht ich mag eigentlich gar nicht gehen. Es ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß einfach nicht, was. Ich weiß nicht, was wir da sehen. Haben wir klein genug auf Twitch, dass wir einfach parallel weiter streamen könnten, bis uns jemand mailt? Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, weil jetzt tut es sowieso irgendein Arschloch. Dass wir eine Warnung kriegen und das Risiko eingehen. Ich habe halt einfach nur. Es ist einfach keine gute Idee. Und weißt du warum? Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass ich diese Verwarnung kriege, dann da das. Da ich aber wahrscheinlich keine kriege, sondern einen Instant-Ban. Und das finde ich nicht geil. Dann ist nämlich der Kanal ganz weg und alle Links, die in den letzten 6 Jahren zu meinem Twitch-Kanal gemacht wurden, und das sind echt viele, überall, in allen YouTube-Beschreibungen, in überall auf jeder Plattform. Sogar in meiner Trinkspiel-App. Führt dann ins Nichts. Und dann sehen die Leute, die da draufklicken, nicht mal mehr die Meldung, hey, wir streamen jetzt nur noch auf YouTube, weil Twitch lauter geile Fotzen sind. Das werde ich übrigens da auch reinschreiben, weil das verstehen sie sowieso nicht.
können wir nicht mehr. Nein, die Vernunft in mir sagt, können wir nicht mehr. Außerdem ist es ein netter Ausweichkanal, sollte man auf YouTube wirklich mal einen Strike fangen, warum auch immer, dann darf ich ja eine Woche nicht streamen. Es kann uns auch, vor allem, es kann im Podcast passieren. Wenn wir mir im Podcast einen Strike kassieren, dann darf ich in meinem Hauptkanal eine Woche nicht streamen. Ja, das gilt ja für die Person, nicht für den Kanal. Das ist was der dicke Wongel zum Beispiel nicht verstanden hat, darum hat er seinen YouTube-Account verloren. Darum, und dann gibt es ja dann auch Ausweichstream auf Twitch. Können wir nicht mehr. Das Risiko gehen wir nicht ein, das war dumm. Und ihr wisst es. Es war dumm und ich weiß es auch. Und jetzt verpisst euch. Danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Wir sehen uns spätestens am Montag live. Am Sonntag in 2 Videos und jetzt verpisst euch. Habe! Gute Nacht. Ja, Hashtag Strapse. Hashtag Twitch, geile Fotzen. Ich hoffe, du stirbst an schwulen AIDS. So, tschüss dann. Hashtag hat er nicht gesagt.